todos, bienvenidos al último y tercer y último día del Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Esta mañana tenemos con nosotros un programa muy interesante. Ahora tenemos la conferencia magistral por la profesora Diana Fick. Les voy a dejar a los colegas de alemán que lean el título de la conferencia y bueno, desearles a todos una excelente jornada. Muchas gracias, Muchas Valentina. gracias. Ja, guten Morgen aus Asunción. Willkommen zum dritten Tag des 6. Paraguayischen Kongresses für angewandte Linguistik, Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Vielen Dank an alle für die Anwesenheit und Teilnahme und vor allem an die Juniorprofessorin Dr. Diana Feig, die unsere Einladung angenommen hat, die Keynote der deutschen Vorträge dieses Kongresses zu halten. Ja, sie wird mit uns heute über forschendes Lernen in der DAF-Lernausbildung sprechen, was für uns sehr wichtig ist im Hinblick auf unsere verbesserte oder auf unsere Wünsche der besseren Qualität in der Lehrausbildung. Ja, und ich lese ganz kurz, ich stelle sie vor. Diana Falk ist seit 2024 Juniorprofessorin für politische Forschung im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Von 2017 bis 2024 war sie als Seniorlektüre für Deutsch und angewandte Linguistik an der Universität Auckland, Neuseeland tätig. Zuvor war sie von 2015 bis 2017 Postdoktorandin im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an der Universität Wien. Und von 2009 bis 2015 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin mit Schwerpunkt Didaktik und Methodik am Herder-Institut der Universität Leipzig tätig. Wir haben das Glück, dass sie jetzt unsere GIP mit Lateinamerika leitet und wir haben viele schöne und bereichernde Projekte, die wir mit ihr auch durchführen können. Ja, Diana, du hast das Wort, du hast 45 Minuten Zeit und dann haben wir einen Raum von 15 Minuten für Fragen und Kommentaren. Vielen Dank. Wir hören dich nicht. Vielen Dank, Valeria, Ja. für die freundliche Vorstellung und hallo in die Runde. Ich freue mich, dass es auch eine Sektion gibt in der deutschen Sprache über Themen, die uns im Fachbereich oder im Forschungsfeld Deutsch als Fremdsprache oder als weitere Sprache interessieren. Und ich vermute, dass die meisten, die jetzt dabei sind, auch Deutsch verstehen und auch ein bisschen mit der deutschlehrenden Ausbildung zu tun haben. Ja, so dass das Thema vielleicht für den einen oder anderen auch Anknüpfungspunkte bietet. Und ja, was Valeria schon gesagt hat, ich freue mich natürlich sehr, dass wir jetzt in dieser germanistischen Institutspartnerschaft und diesem Netzwerk, GIP-Netzwerk Lateinamerika, im Bereich der Professionalisierung für Deutschlehrkräfte arbeiten können und das in den kommenden Jahren auch weiter vorantreiben wollen und weiterentwickeln wollen und auch gemeinsam forschen wollen. Und deswegen finde ich, passt dieses Thema forschendes Lernen, glaube ich, sehr gut, als auch für uns nochmal Thema, was interessiert. Seht ihr jetzt meine ganze Folie oder Referentenansicht? Was seht ihr im Moment? Referentenansicht Genau, sehen das wir. Mhm. wollen wir nicht. Ich weiß immer nicht, wie ich das im Zoom Äh, mache. Da unten, wie immer im PowerPoint, kannst Ja, du da ja, unten links, ich glaube, das guck kenne mal, ich. ja, da sehen Mhm. wir nicht mehr die Referentenfolie. Genau, aber ich auch nicht. Ist egal. Ah, Das habe ich irgendwie noch nicht gelernt, aber wir lernen ja weiter dazu. ja. Gut. Also, was habe ich mir als Programm heute vorgenommen? Ich werde freisprechen, also jetzt nicht ablesen und entsprechend auch, sagen wir mal, sehr, ja, praxisnah auch vorstellen, damit vielleicht auch alle, die noch nicht so gut Deutsch können, mir ein bisschen besser folgen können.
Es soll zunächst erstmal um den Kontext gehen, also was ist Forschungsorientierung oder welche Rolle spielt diese in der Ausbildung von DAF-Lehrenden, dann aber schon auf den Begriff des forschenden Lernens genauer eingehen und diesen auch ein bisschen diskutieren. Ganz kurz auch was zum Forschungsstand, forschendes Lernen innerhalb von DAF sagen oder auch DATS in dem Fall und dann einige Konzepte des forschenden Lernens, wie man das also in der Praxis auch umsetzen kann, vorstellen, bevor ich dann auch eigene Projekte an der Universität Jena vorstelle, in denen forschendes Lernen stattgefunden hat. Also in denen unsere Studierenden auch selber forschend gelernt haben. Fazit und Ausblick wird relativ kurz ausfallen, sodass wir dann hoffentlich auch noch genug Zeit für Fragen, Kommentare und eine Diskussion haben. Genau. Als kleine aktivierende Sache am Anfang, da können Sie jetzt gerne auch mitmachen, habe ich 2 Fragen mitgebracht und ihr müsst einfach nur die Hand heben, wenn ihr zustimmt. Die erste Frage ist, oder Statement besser gesagt, gute Hochschullehre oder auch gute Lehre an Schulen basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wer stimmt dazu? Also können Sie die Hand heben. Mhm. Gut, sehe ich, dass doch die meisten, wenn nicht sogar alle zustimmen. Das ist vielleicht auch eine rhetorische Frage, denn wir als Mitarbeitende an Universitäten gehen davon aus, dass zumindest die Hochschullehre auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen in Verbindung steht. Jetzt die zweite Frage, stimmen Sie zu, dass auch guter DAF-Unterricht, also jetzt konkret DAF-Unterricht, das kann also auch an Schulen oder anderen Institutionen der Erwachsenenbildung sein, auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Ja, ich sehe viele Hände, die sich da heben. Also auch da stimmen wir doch meistens zu. Das sind sozusagen Grundannahmen für die Lehre, sowohl an Schule als auch Hochschule, dass die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren sollten. Das ist also nichts Neues. Aber wenn wir jetzt überlegen, also auch unsere eigene Lehrpraxis nochmal kritisch unter die Lupe nehmen, müssen wir uns natürlich auch fragen, basiert unsere eigene Hochschullehre oder Lehre an Schulen auf Erkenntnissen, die wir wissenschaftlich oder systematisch über diese Lehre ermittelt haben. Ja? Also haben wir mit anderen Worten schon unsere eigene Lehre auch wissenschaftlich erforscht, um dann zu sagen, das funktioniert sehr gut oder aufgrund dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse über meine eigene Lehre unterrichte ich. Ist sozusagen jeder beantwortet jeder diese Frage für sich selbst, werten wir jetzt hier nicht aus. Und auch können wir uns genauso fragen, basiert der DAF-Unterricht unserer Absolventinnen, also an denen, in dem Fall, wo unsere Absolventinnen später auch als Lehrerinnen arbeiten, basiert der DAF-Unterricht auf deren eigenen wissenschaftlich oder systematisch ermittelten Erkenntnissen über diesen Unterricht. Also wie viel Forschung passiert tatsächlich auch noch in der Alltagspraxis, in der Unterrichtspraxis, in der alltäglichen. Eventuell nicht so viel, auch aus Gründen, die uns sicherlich bekannt sind. Nichtsdestotrotz plädiere ich und viele andere auch dafür, dass eben diese Forschungsorientierung eine Form der Professionalisierung darstellt, für nachhaltige Handlungskompetenzen und diese sollte mit der aktuellen und auch zukünftigen Lehrpraxis verknüpft werden. Das sozusagen so als Wert, der dahinter steht, hinter dieser ganzen Debatte. Kommen wir aber jetzt zu den Begrifflichkeiten. Natürlich haben wir jetzt gerade auch noch mal unter uns festgestellt, die akademische Lehre per se ist forschungsorientiert. Und sie kann aber auch noch forschungsorientierter werden, indem wir eben empirische Unterrichtsforschung durchführen, so wie wir das in unserer
Germanistischen Institutspartnerschaft, in dem GIT-Netzwerk auch in einer AG zur Forschung durchführen. Also wir gucken uns Lehr-Lernprozesse an. Man kann auch natürlich die Wirksamkeit bestimmter Lehr-Lern-Settings untersuchen oder bestimmter Methoden oder Ansätze. Man kann die Kompetenzentwicklung untersuchen, auch die Interaktionen. Also das alles kann empirische Unterrichtsforschung über unsere eigene Lehre, über unseren eigenen Unterricht leisten. Wir können aber auch Forschungsorientierung durch andere Ansätze herstellen. Das sind auch sicher Ansätze, die Ihnen schon bekannt sind, die Projektorientierung, handlungsorientiertes oder fallbasiertes oder problemorientiertes oder auch entdeckendes Lernen. Also die gehören alle so ein bisschen in denselben Kontext, der aus so konstruktivistischen oder soziokulturellen Lerntheorien entwachsen ist und immer auch ja, das handelnde Individuum auch in der Interaktion im Zentrum stehen hat. Und eine weitere Form, auf die ich eben heute genau eingehen will, ist das forschende Lernen. Wird in der englischsprachigen Literatur auch Learning through Research oder Inquiry-Based Learning genannt und steht in Zusammenhang mit einem Begriff, der auch schon länger in der DAF-Forschung und Publikationen rezipiert wird, der des Reflective Practitioners von Donald Schön, der eben sagt, dass Reflexivität von Anfang an ja, professionelles Handeln ausmacht und indem wir Reflexivität fördern, leisten wir auch einen Beitrag zur Professionalisierung im STAF-Studium und auch darüber hinaus. Und er entscheidet da auch nochmal zwischen Reflection in Action, also unsere Gedanken, Prozesse, Kognitionen während des Handelns und auch das Reflection on Action, was danach stattfindet, nach einer Handlung im Unterricht zum Beispiel, nach einer Unterrichtssequenz, wo man dann das auch nochmal die eigenen Gedanken und Erinnerungen daran mit bestimmten oder theoretischen Konzepten in Verbindung bringt. Also da auch nochmal guckt, was hat gut funktioniert, was nicht, woran könnte es liegen. Und das ist immer noch ein bisschen abstrakt, deswegen habe ich hier nochmal ein schönes Beispiel für so einen Reflexionskreislauf mitgebracht. Also Reflexion hier verstanden als Anwendung von Theorie und Forschungswissen auf Phänomene der Unterrichtspraxis. Und Kurt Hagen, das ist ein Bildungswissenschaftler aus den Niederlanden, hat dieses sogenannte ALACT-Reflexionskreislauf entwickelt. Also A angefangen hier mit Looking Back, Awareness, Creating Alternatives and Trial. Und ich erkläre das mal an einem Beispiel. Also der Reflexionskreislauf startet mit einer Handlung im Unterricht, die Irritation erzeugt. Mein klassisches Beispiel ist hier, ich habe einen, sage ich mal, zielsprachlich ausgerichteten Unterricht. Das ist sozusagen mein Unterrichtsstil oder Überzeugung, dass das gut funktioniert und merke nun auf einmal, ein Kind oder ein Lernender nutzt die L1. Ja, also es wird vielleicht im Unterricht zu viel Spanisch gesprochen. Diese Handlung erzeugt also bei mir als Lehrperson Irritation. Nachdem ich das sozusagen wahrgenommen habe, schaue ich zurück, also nehme Abstand von der Situation und überlege mir, was könnten die Ursachen dafür sein, dass diese Handlung mich irritiert hat oder was sind die Ursachen auch für die Handlung selbst? Ja, gibt es da irgendwelche Gründe? Also warum hat das Kind die L1 vielleicht in unserem Fall Spanisch benutzt? War es überfordert von der Aufgabe? Oder ja, hat es bestimmte Begriffe nicht verstanden und hat Hilfe gesucht bei anderen Personen in der L1. Also man muss sich sozusagen dann auch ja, klar werden, was könnten Ursache und Wirkungszusammenhänge sein, warum so eine Handlung durchgeführt wurde oder diese Irritation entstanden ist. Im nächsten Schritt gucke ich dann nochmal genauer hinein in die Theorien und die Forschung
um die Handlung genauer analysieren zu können. Also ich würde jetzt vielleicht nachdenken, was ist denn die Rolle der L1 im Fremdsprachenunterricht? Finde dann vielleicht Forschung zum Thema Mehrsprachigkeit, finde vielleicht auch aktuelle Forschung zu Konzepten wie Translanguaging, ja, und die Aktivierung vom gesamten sprachlichen Repertoire beim Sprachenlernen. Also werde mir über all diese Dinge bewusst und eigne mir dieses Theorie- und Forschungswissen auch noch an, wenn ich es noch nicht habe. Und bin dann in der Lage, auch Handlungsalternativen aus der Theorie abzuleiten, creating alternatives. Also schaue dann, ja, wie könnte ich denn jetzt mit der L1 konstruktiv umgehen und sie nicht sozusagen tabuisieren oder verbieten und sozusagen da mit sozusagen negativen Sanktionen reagieren, sondern schauen, was für Chancen und Potenziale bietet diese Erstsprache der Lernenden und überlege dann, ja, ich möchte gern in Zukunft das Konzept des Translanguagings vielleicht genauer einbauen in meine Unterrichtspraxis und entwickle dann eben Handlungsalternativen und vielleicht auch Konzepte, die ich dann im letzten Schritt Trial auch ausprobiere. Also die Zulassung der L1, die Kinder dürfen sie erlauben, also mein Unterricht wird mehrsprachiger und damit werden eben auch die Ressourcen und Kompetenzen der Lernenden genutzt, um Aufgaben zu bearbeiten und ihr Lernen zu verbessern. Ja, so ein Beispiel für so einen Reflexionskreislauf. Der Begriff des forschenden Lernens, den möchte ich als nächstes vorstellen und wie ihr sie sehen, gibt es da auch von rechts und links unterschiedliche Sichtweisen. Das ist ganz interessant, dass es nicht nur natürlich eine Definition gibt. Die bekannten Bildungswissenschaftler für forschendes Lernen, Fichten-Meyer und auch Kaufmann, sprechen erstmal von der explorativen, lösungsorientierten und kollaborativen Arbeit an authentischen Problemen im Praxisfeld. Also die Hervorhebung ist von mir. Man schaut also so ähnlich wie bei der Aktionsforschung erstmal, was ist mein Problem im Unterricht und wie kann ich da eine Lösung finden für dieses Problem durch Exploration und auch Kollaboration. Aguado hat es dann noch mal ein bisschen ausgeführt. Forschendes Lernen ist das angehende Lehrkräfte lernen, authentische Probleme, also hier auch sowie spezifische Faktoren und Zusammenhänge zu erkennen. Notice the gaps, analytisch an ihrem vertieften Verständnis zu arbeiten, handle the gap, also auch, was wir vorhin als Looking Back und Reflexion gesehen haben. Aus den Veränderungsinteressen innovative Lösungen abzuleiten, Fill the Gap, also diese Handlungsalternativen, von denen ich gerade sprach. Und das fehlte in dem ersten Zitat noch, die praktische Wirksamkeit zu reflektieren, also schon zu schauen, bewirken meine Veränderungen, meine Handlungsalternativen irgendwelche Wirkungen? Ja, also führt das zu den gewünschten Veränderungen? Ja, das ist, finde ich, in dem Zitat nochmal schön. Das fehlte, wie gesagt, oben. Also auch dieses zyklische Wiederholen zu gucken, wirken Handlungsalternativen ja oder nein und wie kann ich sie sonst weiter verändern? Und in dem Zitat von Huber, der auch viel in dem Bereich publiziert hat und Herr Foren, wird hier auch nochmal drauf verwiesen, dass durch das forschende Lernen oder beim forschenden Lernen wissenschaftliche Methoden angewendet werden sollen. Ja, das war oben in den Zitaten jetzt noch nicht so präsent, dass es schon darum geht, auch mit wissenschaftlichen Methoden zu arbeiten, um eigene Fragen und Problemstellungen zu erforschen. Und genau dazu gibt es sozusagen ein bisschen Widerspruch oder eine leicht andere oder schon andere Sicht in der Community, vor allen Dingen im DAF-Bereich, wird betont, dass man beim forschenden Lernen doch eher von der unterrichtlichen Praxis her denken sollte. Das ist, glaube ich, Konsens. Und individuelle Lernprozesse in den Mittelpunkt gestellt werden sollen. Und dass dann diese systematischen Erkundungen im Unterricht, die nicht unbedingt mit wissenschaftlichen Methoden stattfinden müssen,
dass die als eine dem wissenschaftlichen Vorgehen gleichwertige Erkenntnisquelle ist. Ja, also dass man da nicht sagt, nur das eine zählt, das wissenschaftlich gewonnene Wissen oder das mit wissenschaftlichen Methoden ermittelte Wissen, sondern auch Erkundungen, die in irgendeiner Form systematisch sind schon eine Quelle von Erkenntnissen, die mein unterrichtliches Handeln verbessern oder im besten Fall ja, optimieren können, verändern können. Ja, das ist sozusagen so ein bisschen dieser Diskurs, wo es verschiedene Meinungen gibt. Und das sieht man jetzt auch noch mal hier ganz schön an diesem euch sicherlich allen bekannten Abläufen von so einer empirischen Studie oder überhaupt von Forschung im Allgemeinen, die so eben viele Schritte hat, von der Idee über Beschäftigung mit der Theorie, Entwicklung einer Fragestellung, von mir aus auch Entwicklung von Hypothesen und Forschungsfragen, die Durchführung der Studie, also Datenerhebung, Auswertung, zur Beantwortung der Forschungsfrage und natürlich im letzten Schritt auch irgendwie die Diskussion der Ergebnisse und auch Ziehen von Schlussfolgerungen. Das ist so dieser klassische Zyklusablauf von einer Forschung, von einer Studie. Und hier eben gehen auch nochmal die Meinungen auseinander. 2009 hat Huber eben dafür plädiert, dass forschendes Lernen immer diesen gesamten Forschungszyklus durchlaufen muss, entweder selbstständig oder zumindest in Kooperation. Ja, das war ihm wichtig, dass beim forschenden Lernen der gesamte Zyklus werden muss. Und hat sich aber jetzt 10 Jahre später auf jeden Fall davon das nochmal ein bisschen relativiert und jetzt in einem weiteren Verständnis wird jetzt eher von forschungsnahem Lernen gesprochen, wo man sagt, in dem Zusammenhang werden nur einzelne Phasen dieses Zykluses durchlaufen. Es geht auch darum, Forschung verstehen zu lernen, also auch diese rezeptiven Kompetenzen erstmal aufzubauen und das Einüben von Forschung auch noch viel mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Also noch nicht so zu erwarten, dass beim forschenden Lernen, deswegen heißt es ja auch Lernen und nicht Forschen, auch die Lernprozesse noch mehr im Mittelpunkt stehen. Ja. Gut. Ziele des forschenden Lernens kann ich hier nochmal zusammenfassen aus der Literatur. Natürlich geht es vor allen Dingen auch darum, sich neues Wissen anzueignen, also wie man das auch selbstständig machen kann, um später die eigenen Lernenden in ihren Lernprozessen unterstützen zu können, also Richtung Autonomieförderung und lebenslanges Lernen. Aber auch sehr schön als Ziel, dass die zukünftigen Lehrenden in die Lage versetzt werden, mit Unsicherheiten und Widersprüchlichkeiten in ihrem pädagogischen Alltag umgehen zu lernen. Das ist relativ typisch, dass das erworbene Wissen aus der universitären Ausbildung natürlich in der Unterrichtspraxis selten 1:1 umgesetzt werden kann und mit diesen Unsicherheiten und Widersprüchlichkeiten klarzukommen, dort auch Lösungen zu entwickeln. Und das führt uns auch zu diesem klassischen Ziel jeglichen universitären Ausbildung, nämlich dass man kritisches Denken entwickelt und Problemlösungskompetenzen. Ja, also das sind natürlich Ziele, die nicht nur fürs forschende Lernen relevant sind, aber ganz besonders dafür, so dass man am Ende so eine Art Grundhaltung entwickeln soll durchs forschende Lernen, die eben forschend ist, Fragen entwickelnd, kritisch reflexiv und entdeckend und dass das eben auch als lebenslanger Prozess verstanden wird, also nicht mit Beendigung des Studiums beschäftigt man sich nie wieder mit Forschung, sondern wirklich, dass die ganze Berufslaufbahn sozusagen durchzieht. Ja. Gut, ganz kurz zum Forschungsstand. Da ist mir aufgefallen, dass wir in DAF noch nicht so viel Forschungsbefunde zum forschenden Lernen haben, sondern eher in DATS, was daran liegt, dass DATS oft, also Deutsch als Zweitsprache, oft an Lehramtsstudiengänge angekoppelt ist, so als eigenes Modul. Und dass in der Lehrendenausbildung in Deutschland, also im Lehramtsstudium, dieses Konzept des forschenden Lernens schon länger, also die letzten 10 bis 20 Jahre, sich etabliert hat und auch schon in Lehrveranstaltungen umgesetzt wird.
und dort sozusagen kein Novum mehr ist, wie vielleicht in unserem Feld DAF. Und wo es jetzt auch schon erste Publikationen am Entstehen sind, ist in der Fremdsprachenlehrerausbildung des Lehramtes, also demnächst auch eine Publikation aus der Englischlehrerausbildung, wie dort forschendes Lernen in Deutschland an verschiedenen Unis umgesetzt wird. Aber ich habe eben mich auf DAF konzentriert und eine interessante Studie aus Bielefeld von Ute Ohm und seiner Kollegin gefunden, die durch narrative Forschung ermittelt hat, wie Studierende das forschende Lernen in ihrem Praxissemester umsetzen oder wahrnehmen. Und dort kam eben raus, dass eine Studentin diese Handlungsalternativen, die sie vielleicht gehabt hätte, aus institutionellen oder Rahmenbedingungsgründen nicht sozusagen weiterverfolgt hat. Also ihr war schon klar, dass es so ein Konzept wie Scaffolding gibt und hat dann aber in ihrem Biologieunterricht mit zweitsprachigen Lernenden das nicht aus Zeitgründen in die Praxis umgesetzt. Also hat sich dort Potenziale des forschenden Lernens sozusagen selber verschenkt. Und eine andere Interviewteilnehmerin hat das tatsächlich auch aktiv genutzt und gemerkt, ja, ich muss hier theoretische Kenntnisse einsetzen aus dem Studium, um mit bestimmten Problemen der Lernenden bei der Aufgabenbearbeitung, ging es ihr vor allem um die Aufgabenbearbeitung, umzugehen. Also sie hat dann tatsächlich gemerkt, die Aufgabenstellung, so wie ich sie formuliere, wird von meinen zweitsprachigen Lernenden nicht verstanden. Wie kann ich die Aufgabenstellung so anpassen, sprachsensibel, dass sie eben von allen Lernenden verstanden wird? Also hat da schon auch sozusagen sich forschend betätigt. Eine andere Studie ist zu professionellen Lerngemeinschaften. Dazu sage ich nachher noch mal was. Da ging es darum, dass Lehramtsstudierende von DATS tatsächlich auch mit Lehrpersonen an Schulen zusammenarbeiten und sich Probleme im Schulalltag vornehmen, die dann von den Studierenden durch eine Intervention bearbeitet werden und vielleicht zu einem verbesserten Ergebnis führen. Auch da, wie gesagt, habe ich noch ein Beispiel mitgebracht. Und was vielleicht den meisten auch im nicht-deutschen Kontext, nicht deutschsprachigen Kontext bekannt ist, sind diese Praxiserkundungsprojekte, PEPs, von diesem Weiterbildungsangebot vom Goethe-Institut Deutsch lehren, lernen. Da habe ich auch diese Screenshots hier mitgebracht, diese beiden Beispiele. Da hat eben zum Beispiel eine Lehrperson erprobt, den Unterricht kommunikativer zu machen durch so eine Talkshow, so ein Talkshow-Format. Und am Ende der Einheit wurde dann eben auch ein Fragebogen ausgefüllt, um dort systematisch zu erheben, wie gut das bei den Lernenden angekommen ist, wie gut das funktioniert hat, dieses interaktive Format. Und Befunde waren jetzt in diesen Studien, die ich hier aufgelistet habe, unter anderem, dass die Teilnehmenden noch zu sehr, also noch große Probleme haben, so eine Forschungsfrage zu entwickeln, die sich dann auch beobachten oder erheben und auswerten lässt. Viele haben auch dann Themen gewählt, die nicht so sehr ihr eigenes unterrichtliches Handeln in Frage gestellt haben, also eher so sichere Themen. Und ja, da gibt es auf jeden Fall noch Entwicklungspotenziale in diesem Bereich, was solche Praxiserkundungsprojekte betrifft. Da ist sozusagen auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, wie die idealerweise gestaltet werden, sein müssen, damit sie gut umgesetzt werden können. Und eine andere Studie war noch die von Milica Lazovic, die auch mit Studierenden ein Seminar durchgeführt hat, wo die Studierenden forschen sollten. Da zeige ich auch gleich noch einen Auszug. Und die hat dann auch ermittelt durch Interviews, dass die Selbstwirksamkeit und die Professionalität der Studierenden zugenommen hat. Also sie sich durch dieses Seminar auf jeden Fall kompetenter wahrgenommen haben im Nachgang. Und man sieht das hier ganz schön. Auch nochmal am Beispiel, dass die Studierenden halt Unterricht beobachten durften. Es war Online-Unterricht und sich auch mit der Lehrperson ausgetauscht haben
Und die Lehrperson sagte dann sowas wie, ich weiß, ich wurschtel online immer ganz viel herum. Und da dachten wir, also wir sind die Studierenden, die das forschende Lernen dann gemacht haben, die Studie, die dachten also, was kann man daraus schließen, wie genau sieht sein Rumwursteln aus? Und haben dann eben gemerkt, ja, das hat wahrscheinlich was mit Mimik und Gestik zu tun. Also was könnten Vor- und Nachteile von Gestik im Online-Unterricht sein? Und haben diese erste Idee als Fragestellung dann zu einer Forschungsfrage weiterentwickelt. Wie kann eine Lehrkraft die nonverbale Kommunikation bewusst einsetzen und welche Funktionen werden dabei erzielt? Also hatten dann eine konkrete Frage, mit der sie dann Unterrichtsbesuche durchgeführt haben und eine Unterrichtsstunde videografisch erhoben haben oder mitgeschnitten haben und auch dann analysiert haben und haben dann eben geschaut, in welchen Situationen setzt die Lehrperson nonverbale Kommunikation ein, welche unterstützenden Funktionen hat sie, kommt es zu Wiederholungen und so ähnlichen Fragen. Also konnten auch in der Analyse sinnvoll einen Fokus setzen und hatten dann sogar Ergebnisse, dass sie sagen konnten, zum Beispiel die Funktionen waren, dass mit dieser Gestik und Mimik vielleicht Zusammenhänge und Prozesse verdeutlicht werden, dass besondere Wörter betont oder hervorgehoben werden oder auch bestimmte Wörter damit visualisiert oder symbolisiert werden. Also das zeigt so ein bisschen diese Entwicklung ja von der ersten Beobachtung im Unterricht, wo der Lehrer sich eines vermeintlichen Problems bewusst wird, bis hin zu zeigen, ja, es hat eigentlich doch eine Systematik, es hat eine Funktion. Dieses Rumwursteln ist nicht nur, weil er sich nicht im Griff hat oder sich nicht unter Kontrolle hat, sondern hat auch tatsächlich einen Zweck, der zum Lernen oder das Lernen fördert und mit dem Lernen in Verbindung steht. Gut, jetzt kommen wir mal, wie schon angesagt, zu Konzepten und Ansätzen des forschenden Lernens, welche ich da gefunden habe und versucht habe zu systematisieren. Das würde ich hier kurz überspringen. Das sind Prinzipien des forschenden Lernens, die aber eigentlich auch in allen anderen projektartigen Lehr- und Lernsettings eine wichtige Rolle spielen. Also ich nenne sie jetzt einfach mal, ne? Eigenes, selbstständiges Lernen, Verknüpfung von Theorie und Praxis, Interdisziplinarität, Kollaboration, Reflexion. Und wenn es eben mit Studierenden ist, natürlich darf die Betreuung durch die Lehrpersonen und Unterstützung auch nicht fehlen. Aber wie gesagt, Konzepte, da habe ich ein Beispiel mitgebracht, wie Michael Seifert in seiner Lehre versucht hat, im Bereich Didaktik, Methodik ein Seminar zu entwickeln, wo forschungsbezogene Kompetenzen gefördert werden, also in dem forschendes Lernen stattfindet. Das waren zwei Seminare, die miteinander verknüpft waren in einem Modul zu curricularen und methodischen Grundlagen von Schriftlichkeit. Also wie wird Schriftlichkeit gefördert und wie ist sie auch curricular verankert? Sie haben sich dann im zweiten Schritt mit Lehr- und Lernmaterialien auseinandergesetzt und geguckt, wie ist dort Schriftlichkeit sozusagen in Aufgaben und in der Progression vertreten, haben das mit ja, Theorien der Schriftlichkeitsdidaktik oder Prinzipien in Verbindung gesetzt, auch Lücken entdeckt und Materialien weiterentwickelt und haben daraus dann Unterrichtseinheiten entwickelt, wo sie sozusagen in verschiedene Rollen geschlüpft sind. Einige der Studierenden waren die Lernenden, eine Person war der Lehrende und die übrigen Studierenden waren die Forschenden, die diesen Unterricht dann beobachtet haben. Also was dort stattgefunden hat, ist so Micro-Teaching, so eine Simulation. Und vorher hatten die Studierenden dann Forschungsfragen formuliert, mit der sie in dieses Micro-Teaching hineingegangen sind beim Beobachten und haben dort dann auch mit Videografie-Daten erhoben, gelernt, wie man Daten dann aufbereitet, also transkribiert, gelernt, wie man Daten auswertet, also zum Beispiel mit einer bestimmten Software, MaxQDA, und haben dann eben auch die Ergebnisse dieser kleinen Studie in der Lehrveranstaltung gemeinsam diskutiert
und geguckt, was bedeuten diese Ergebnisse eigentlich für meine Forschungspraxis. Man kann das auch im Detail noch nachlesen, dieses gesamte Projekt, aber ich fand es ganz schön als Lehrkonzept, was sich vielleicht so ähnlich, in ähnlicher Form auch an anderen Universitäten umsetzen ließe, um eben diese forschungsbezogenen Kompetenzen zu fördern in der also in der Lehrpraxis, ja. Jetzt, wie versprochen, diese Ansätze, die es gibt, die alle zum forschenden Lernen irgendwie dazugehören und die wir auch schon aus der Hochschuldidaktik kennen. Und dann habe ich noch 1 bis 2 Beispiele mitgebracht, je nachdem, was noch an Zeit dann da ist. Videobasierte Fallarbeit kennen wir, dass eben Aufnahmen aus dem Unterricht mit in die Lehrveranstaltung gebracht werden und dort dann analytisch, reflexiv, oft geht es dann um Interaktion zum Beispiel, gearbeitet wird. Das haben wir auch in einem Projekt durchgeführt. Hier sieht man einen Screenshot, also eine Bildschirmaufzeichnung, wo Lernende gemeinsam ein Manuskript oder Skript für einen Podcast erstellt haben. Und es ging aber auch dann darum, wie die miteinander im Zoom gleichzeitig kooperiert haben. Gehe ich vielleicht, wenn die Zeit reicht, nachher nochmal drauf ein. Dann die Praxiserkundungen im Sinne der PEPs können natürlich auch Praktikumserkundungen sein. Das werden wir in Zukunft auch in Jena noch verstärken, dass die Praktikumsphasen nicht nur die klassischen Hospitationen und Unterrichtsversuche enthalten, sondern auch eine kleine Studie, ein kleines Praxiserkundungsprojekt, eine kleine Sequenz des forschenden Lernens beinhalten. Dann ein anderes schönes Format, was ihr vielleicht auch schon oder Sie von bestimmten Unis kennen, ist das sogenannte Lehr-Lernlabor. Das heißt, das sind Räume an Universitäten, die eigens dafür eingerichtet wurden, Unterricht zu beforschen. Also oft werden dann Schulklassen eingeladen. Dort wird dann unterrichtet, von den Studierenden sozusagen eine Unterrichtseinheit durchgeführt. Und dann haben sie auch immer noch die Möglichkeit, diese sozusagen professionell aufzunehmen, Forschen zu begleiten und dann eben auch auszuwerten. Also Lehr-Lernlabor als Format, wo sozusagen die Schule an die Universität kommt, kann man natürlich auch mit anderen lernenden Gruppen durchführen. Aktionsforschung ist das, was wir auch gerade mit Valeria und anderen Kolleginnen im Rahmen der GIP machen, dass wir eben schauen, man kann es auch Design-Based Research nennen, wie der hybride Unterricht in unserem Fall, also die Verbindung von Online-Unterricht und Präsenzunterricht, bestmöglich durchgeführt werden kann. Also wir suchen natürlich danach Prinzipien, ja, die wir aber auch erstmal durch die Beforschung des Unterrichts ermitteln müssen. Ja, was funktioniert gut, was nicht, wie kann man das verbessern? Und dann also, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, diese professionellen Lerngemeinschaften, die eben zum Ziel haben, dass man Unterricht kollaborativ und forschend reflexiv weiterentwickelt. Da hat Constanze Saunders ein Projekt mit Berliner Schulen durchgeführt. Hier ein Beispiel, wo die Lehrperson gesagt hat, ja, wir haben Probleme mit der Leseflüssigkeit. Und dann hat die Studentin von der Universität so eine Intervention mit den Kindern gemacht und eine Methode angewendet, Lesetandem, und hat dann dort herausgefunden, dass sich durch dieses Lesetandem das Training der Leseflüssigkeit verbessert, also bessere Resultate dann in der Leseflüssigkeit der Kinder herauskommt. Genau, und ich glaube, jetzt kann ich noch, wenn wir Zeit haben, wenigstens ein Beispiel, vielleicht sogar 2 vorstellen, was wir in Jena gemacht haben. Und da kann auch Valeria, denke ich, und Laura, habe ich gesehen, ist ja auch da, gut anknüpfen, weil das unsere eigene Lehrveranstaltung war und unser gemeinsames Projekt. Das virtuelle Austauschseminar war also eine Praxiserkundung, bei dem am Ende des Seminars die Jena Studierenden eine Portfolioaufgabe hatten, wo sie die Mitschnitte aus dem Begegnungsseminar, es gab Tutorinnen
und Lernendengruppen und die haben gemeinsam Online-Begegnungstreffen durchgeführt, wo die Tutorinnen Lernaktivitäten geplant hatten, die sie dann mit den Lernenden umgesetzt haben. Und diese Online-Treffen wurden mitgeschnitten, also aufgezeichnet. Und für das Portfolio sollten die Jena-Studierenden im Sinne des forschenden Lernens ja, diese Mitschnitte unter bestimmten Perspektiven beforschen. Sie hatten auch die Option, die eigens entwickelten Materialien mit selbst gewählten Fragestellungen zu erforschen oder auch die Evaluation des Projektes durch die teilnehmenden Lernenden in die Beforschung mit einzubeziehen. Also es war relativ offen gestaltet, diese Portfolioaufgabe. Wir wollten nur, dass in irgendeiner Art systematisch vorgegangen wird und mit forschenden Elementen gearbeitet wird. Und wir hatten dann auch nur Beispiele gegeben, worauf Sie bei diesen Unterrichtsmitschnitten vielleicht fokussieren können. Zum Beispiel nonverbales Verhalten oder auch die Interaktion in ausgewählten Sequenzen der Videomitschnitte und haben das auch eingeführt, also haben am Beispiel von anderen Mitschnitten und Studien nochmal gezeigt, wie macht man das, so eine Transkription, aber vor allen Dingen, wie wertet man eben Videodaten aus interaktionsanalytischer Sicht. Es gab also so ein kleines Forschungstraining für die Erhebung und Auswertung von Videodaten. Und diese 8 Studierenden haben sich dann selber verschiedene Themen ausgesucht. Und im Endeffekt haben wir aber herausgefunden, dass eigentlich nur eine Studierende tatsächlich es gelungen war, so eine eigene konsistente Fragestellung zu entwickeln, mit Daten zu arbeiten und die auch systematisch zu analysieren. Alle anderen haben irgendwie andere Dinge gemacht, aber sind dabei nicht so forschend und systematisch vorgegangen oder haben überhaupt nicht mit den Daten gearbeitet, sondern einfach so aus der eigenen Erinnerung vor sich hin reflektiert. Also kann man auch noch mal überlegen, wie wir da die noch besser unterstützen können bei diesem kleinen Forschungsprojekt in nächsten Durchläufen. Und um zu zeigen, was die Studentin dann in ihrer kleinen Studie gemacht hat, habe ich das Beispiel auch mitgebracht. Sie hat untersucht, wie hoch die tatsächliche Lernzeit, das ist ein Konzept aus der Classroom-Forschung, Unterrichtsforschung, Time on Task, wie hoch die tatsächliche Lernzeit ist in diesen Begegnungstreffen und hat gesehen, ja, es gab Time on Task waren immer die Interaktionsereignisse, die sich mit den Inhalten, also mit der Aufgabenstellung, mit der Bearbeitung der Aufgabe und so weiter befassen. Und Off-Task, also die Zeit, die nicht mit Aufgabenbearbeitung zu tun hatte, hat sie nochmal unterteilt in organisatorische Phasen, Phasen, wo es um technische Aspekte ging, auch Phasen, wo es erstmal sozusagen um die Erklärung einzelner Begriffe ging, durch Übersetzungen und ähnliches, aber auch explizite Korrekturen hat sie mit in die Off-Task-Phase hineingekategorisiert und ihr Ergebnis rein quantitativ war, dass sie in diesen Sitzungen ja doch nicht so viel tatsächliche Lernzeit hat, wie sie es vielleicht vermutet hatte, also insgesamt, ne, sondern dass viel mehr Zeit auch mit organisatorischen, technischen und auch hier so anderen sprachlichen Aspekten verwendet wurde, sodass man doch vielleicht überrascht war, dass es nicht so viel tatsächliche Lernzeit gibt und viel auch metasprachliche Kommunikation stattfindet, ja, das Sprechen über die Sprache, um sie erstmal in die Lage zu versetzen, die Aufgaben bearbeiten zu können. Und sie hat dann noch ein paar Reflexionen angestellt, die ich hier noch mit euch teilen möchte. Sie sagt eben dann, dass dieser Anteil expliziter Korrekturen mit lediglich 2 Minuten vergleichsweise gering war und es einen starken Fokus, also dass es nicht so einen starken Fokus gab auf formale Richtigkeit, sondern der kommunikative Mehrwert, also kommunikativer Unterricht trat in den Vordergrund, so dass sie damit zeigen konnte, dass diese Korrekturen eher zurückhaltend waren, ja, sondern die Kommunikation war im Mittelpunkt.
also als positiver Befund auch ihrer Time-on-Task-Untersuchung. Und dann hat sie aber noch bemerkt, dass es eben größere Pausen gab in dieser inhaltsbezogenen Kommunikation, also in der Zeit, wo sie sich mit den Aufgaben beschäftigt haben. Und hat dann sozusagen interpretiert, dass das nicht ausschließlich auf das Nachdenken der Teilnehmenden zurückzuführen sein könnte, sondern auch auf unklare oder zu umfangreiche Aufgabenstellungen. Ja, also ist sich auch bewusst geworden, die Aufgabenstellungen waren vielleicht noch nicht zielgruppenspezifisch genug oder adäquat oder zu umfangreich. Und dann könnte man eben gucken, wenn man solche Pausen bemerkt, vielleicht noch in der Analyse oder auch in Gesprächen herausfinden, was diese Pausen einfach verursacht haben, um damit noch mehr effektive Lernzeit zu ermöglichen. Und dann hat sie noch gemerkt, dass in ihrer eigenen Kategorisierung hat sie ja so unterschieden zwischen metasprachlicher Kommunikation und tatsächlicher Lernzeit. Und wenn man aber jetzt über Vokabeln spricht, also sozusagen Sprechen über Sprache, ist das ja auch schon etwas, was nötig ist, um zu lernen. Und vielleicht ist das dann doch auch schon Lernzeit. Also da muss man nochmal auch in der Kategorienbildung sauberer sein. Und sie hat es so als Interpretationsspielräume, ist ihr das auf jeden Fall aufgefallen, dass sie da in der Kategorienbildung vielleicht noch nicht ganz präzise war oder man das nochmal überdenken könnte. Genau, mit Blick auf die Zeit würde ich vielleicht das zweite Beispiel mal weglassen. Das kann man auch schon bald nachlesen. Das ist eine Studie mit Tamara Zeyer, wo wir eben mit videobasierter Fallarbeit gearbeitet haben. Ich zeige es hier nur kurz, das kann man alles schon nachlesen, was wir da herausgefunden haben, und würde dann lieber mit dem zum Abschluss kommen, der ganz kurz ist. Die große Debatte ist eigentlich jetzt immer noch, wie das Theorie- und Praxisverhältnis beim forschenden Lernen sein sollte, damit es eben auch zur Professionalisierung beiträgt. Also die Fragen, die immer noch heiß diskutiert werden, sind, wie viel Theoriewissen ist möglich oder nötig für das forschende Lernen? Wie viel Methodenwissen, also wirklich das Können auch von Forschungsmethoden ist möglich oder nötig, um das sozusagen kompetent umsetzen zu können? Auch wie viel, das ist nochmal ein bisschen eine weitere Frage für die Diskussion, wie viel Praxisbezug braucht die Hochschullehre, um eben dann auch Möglichkeiten des forschenden Lernens zu eröffnen, und als Idee natürlich, dass man das auch selber modellieren sollte als Lehrperson. Also dass wir auch idealerweise versuchen sollten, den Studierenden zu ermöglichen, an Unterrichtsforschung in der Hochschullehre teilzuhaben, zu partizipieren, so auch natürlich diese Forschungskompetenzen weiterentwickelt werden können. Genau, und da ist eben noch eine offene Frage, die jetzt auch in der Literatur immer stärker diskutiert wird. Wie können diese Forschungskompetenzen, die man eben in forschenden Lernprojekten erwerben soll, wie kann man das messen? Also wie können die entwickelt werden und auch wie können wir die messen? Also reichen uns da Selbstauskünfte oder wie kann man das eben auch so eine Entwicklung dann auch zeigen? Genau, und wer sich mehr für dieses Thema forschendes Lernen interessiert, kann ich nur kurz ankündigen, dass es dazu auch ein Themenheft im nächsten Jahr geben wird in der Zeitschrift Kontexte. Das ist so ein Open Access Journal von der Uni Jena, also von unserem Fachbereich DAF-DATS, ähm, zur Professionalisierung in Deutsch als Fremdsprache. Genau, es ist ein eine internationale Zeitschrift, und da werden wir auch noch viele andere Beispiele sehen, wo Kolleginnen weltweit versucht haben, forschendes Lernen in die Ausbildungspraxis zu integrieren. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich kann die Literatur auch noch teilen oder rumschicken, wen das interessiert. Und ich hoffe, ich habe das Wort Danke auf Guarani richtig Ja, geschrieben. Aguje würde man sagen? huye, huye. Aguje, Entschuldigung, Ja, Aguje. Ja, genau. Muchas ja. gracias. Vielen Dank, und ich freue mich, wenn es Fragen, Kommentare und so weiter gibt. Genau, Ja, vielen lieben Dank, liebe Diana, für deinen tollen Vortrag und
super klar mit so vielen Beispielen. Also super. Und ja, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit für eine kurze Diskussion oder Fragen, Kommentaren. Michael hebt gerade das Hand. Ja, hallo Diana, ich grüße dich. Schön dich hier zu sehen und vielen Dank für den tollen Vortrag zu einem Thema, von dem ich nicht viel weiß, muss ich sagen. Von daher habe ich das sehr interessant gefunden. Ähm, und war auch jetzt sehr beeindruckt über dieses breite Spektrum an Themen und Möglichkeiten, was forschendes Lehren umfasst. Das war mir also wirklich alles nicht bewusst. Und ich bin jetzt aber doch ein bisschen ins Schleudern noch gekommen am Schluss, weil du hast ja angefangen mit der Ausführung, dass forschendes Lernen dass man sich, oder du hast mit verschiedenen Definitionen begonnen, Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis unter Hinzuziehung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden oder auch systematische Erkundungen im Unterricht ausgehend eben von Praxisproblemen, die man selber hat. Und jetzt sozusagen im Verlauf der Beispiele, die du uns gezeigt hast, ist mir so ein bisschen dieser Selbstbezug, diese Reflexion auf die eigene Lehre ist mir so ein bisschen verloren gegangen. Ich hatte am Ende mich gefragt, ob das, was du uns vorgestellt hast, nicht am Ende eigentlich Unterrichtsforschung ist. Mhm. Und wo ist sozusagen, das ist natürlich methodisch super schwer zu organisieren, aber die Frage ist ja immer so ein bisschen, wie lerne ich meinen eigenen Unterricht zu reflektieren, wissenschaftlich Ja. in Bezug zu setzen zur Wissenschaft. Und die ganzen Projekte, die jetzt gemacht werden, logischerweise, da gucke ich mir immer Unterricht von anderen Leuten an. Und im Prinzip sehe ich da dann nicht mehr so ganz die Trennschärfe zur Unterrichtsforschung. Ja, Das war ja, meine ja. Frage. Sehr gute Frage, auch wichtige Frage, das nochmal ein bisschen besser zu konturieren und klarzustellen, weil das nahe liegt, dass man das irgendwie vermischt, weil wir auch in dem Beispiel, was ich aus Jena mitgebracht habe, wo wir in der GIP gemeinsam forschen, haben wir dem auch das Label Unterrichtsforschung gegeben. Also das ist für uns als beteiligte Dozierende eine Unterrichtsforschung. Die hat aber auch Aktionsforschungselemente, indem wir eben von realen Problemen ausgehen in der Praxis des hybriden Unterrichtens. Also wir sind uns selber nicht sicher, wie macht man das gut? Kann man das überhaupt gut und gelungen machen? Wollen also erkunden, das wäre unser eigenes Problem oder alle, die eben selber hybrid unterrichten wollen, müssen, dürfen. Ähm, ja, welche Lösungen es dafür gibt oder Angebote oder Möglichkeiten. Und das ist richtig. Das selbst ist noch kein forschendes Lernen. Es wird erst zu forschendem Lernen, wenn wir da unsere Studierenden, also die Personen, die jetzt noch in der Ausbildung sich befinden, einbeziehen. Also alle Ausführungen beziehen sich immer auf Menschen, die noch in der Ausbildung sind. Allein für die gilt es, forschend zu lernen, also forschendes Lernen durchzuführen, um später in ihrer eigenen Unterrichtspraxis systematische Erkundungen, Aktionsforschung, Unterrichtsforschung, you name it, durchzuführen. Aber dann ist das natürlich auch noch im weitesten Sinne forschendes Lernen, aber ich glaube, der Fokus bei uns in der DAF-Lehrendenausbildung ist, dass eben die Studierenden in die Lage gesetzt werden, ähm, ja, sich forschend weiterzuentwickeln, um später Problemstellungen in ihrer Unterrichtspraxis ja systematisch ergründen zu können. Idealerweise forschend, aber auch da ist die Diskussion ja da, wie viel Methode muss sein, wie viel Wissenschaft ist nötig. Da gehen die Meinungen auseinander. Also ich glaube, im DAF-Bereich haben wir da ein sehr weites Verständnis, was eben mehr in Richtung PEP und Erkundungen geht. In der Lehramtsausbildung ist das ganz klar in der Literatur gesagt, es muss mit wissenschaftlichen Methoden stattfinden. Und das sind aber dann eben immer Studierende, die diese kleinen Forschungen durchführen. Also das ist für mich der wesentliche Unterschied zwischen Unterrichtsforschung und forschendem Lernen.
soweit nachvollziehbar? Macht das Sinn, Michael? Ja, auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall Sinn. Oder beantworte das deine Frage war eigentlich die. Ja, oder ich komme nochmal, oder vielleicht frage ich nochmal im zweiten Schritt nach. Der Punkt ist ja, wie mache ich das später selbst? Also wenn ich jetzt keinen Background mehr habe, ich habe kein Seminar, ich bin selbst in meinem eigenen Unterricht und bekomme ich sozusagen durch solche Lehre, durch solche Erfahrungen, bekomme ich das methodische Handwerkszeug, bekomme ich das Wissen, um selbst dann quasi standalone meinen eigenen Unterricht kompetent reflektieren, auch in so eine Forschungshaltung. Vielleicht ist es auch erstmal eine Frage der Haltung, Ja, ne, dass man sich zu seinem Unterricht in eine forschende, in eine reflektierende Haltung versetzt. Vielleicht ist das ja schon der Punkt, aber das habe ich hier so noch am Schluss sozusagen unter dem Methodengewitter ist mir das so ein bisschen abhanden gekommen. Nein, also die Reflexion ist eigentlich schon der Dreh- und Angelpunkt, aber die soll eben in dem Sinne systematisch sein, also nicht nur so auf subjektiven Eindrücken fußen. Und oft haben wir als Lehrpersonen schon ein gutes Gefühl, was gelaufen ist oder nicht, aber manchmal täuschen diese Gefühle und dann braucht man doch irgendwelche Belege auch nochmal. Ganz oft wenn wir zum Beispiel Klassenrauminteraktionen beforschen, wird erst durch dieses systematische Erheben sichtbar, oh, ich rede immer nur mit den 2 oder 5 selben Personen, wenn ich mehr als 5 im Kurs habe. Also ich habe einen Fokus in die rechte vordere Ecke meines Raumes und die hinten links sind komplett ausgeblendet. Und das wird meistens erst sichtbar, wenn man diesen Schritt zurückgeht und das nochmal von außen betrachtet, idealerweise auch kollegial, ne? Dass man auch, wenn man das selber nicht gelingt, wenn es einem selber nicht gelingt, auch andere Personen draufschauen lässt. Aber das ist, glaube ich, das Wichtige, nochmal aus dieser momentanen Gefühlslage, etwas hat geklappt oder nicht, dem nochmal systematischer nachzugehen. Und wenn man das eben im Studium sozusagen gelernt hat, diese grundlegenden Forschungskompetenzen, traut man sich dann schneller auch das in der eigenen Lehrpraxis mal ohne großartiges Instrumentarium mit bewältigbarem Aufwand umzusetzen. Also das ist am Ende dann Aktionsforschung, was man dann dort durchführen würde, wenn man sagt, irgendwie bin ich gar nicht sicher, ob die Redeanteile in meinem Unterricht gleichberechtigt sind. Also wir gucken auch gerade für den hybriden Unterricht, sind die Redeanteile im Präsenzraum eigentlich genauso wie im Online-Raum oder werden hier Gruppen bevorzugt durch die Gesprächsführung bei der Dozentin im Präsenzraum. Also das sind schon Erkenntnisse, wo man genauer hinschauen muss. Da kann man sich nicht auf momentane Eindrücke und Gefühle verlassen, sondern das funktioniert dann systematisch. Oder auch wenn man eben dieses andere Beispiel Translanguaging, wie kann ich die Mehrsprachigkeit fördern? Das können ja dann auch längerfristige Beobachtungen sein, ne, über mehrere Unterrichtseinheiten oder ein Schuljahr oder ein Semester hinweg, Entwicklungen danach zu zeichnen, ob bestimmte Konzepte sich gut implementieren lassen oder nicht. Also das ist auch alles, was im Studium schon angebahnt werden muss, so eine Reflexivität und Mut zum systematischen Erkunden. Vielen lieben Dank, Diana. Das waren tolle Schlussworte. Das mit dem Mut. Gerade wollte ich auch dir fragen, was würdest du unseren Studierenden sagen, dass sie sich auch erkunden, was forschendes Lernen ist und wie dann sie später das im eigenen Unterricht umsetzen können. Vielen Dank auch an dich, Michael, für die Fragen und wir schließen jetzt diesen Slot. Vielen Dank nochmal, liebe Diana, für deinen tollen Vortrag und Beitrag für uns. Danke, dass alle dabei waren und so interessiert dabei zugehört haben. Vielen, vielen Dank. Ja. Und ich freue mich auf die Fortsetzung des Austausches zu dem Thema. Super, ja, wir auch. Danke. Ja, danke dir. Ja, und wir fangen jetzt mit der Slot zu den Beiträgen auf Deutsch, die wir konnten die verschiedenen interessanten Themen der Beiträge auf Deutsch unter dem Titel Zugänge zu Deutsch und ein
deutschsprachigen Gesellschaften im Zeichen von Kulturwissenschaft, Ästhetik und Digitalität, Perspektiven für eine zeitgemäße Lehrkräftebildung nicht nur in Lateinamerika zusammenfassen. Ja, und jetzt fangen wir an mit diesen verschiedenen Beiträgen. Wie wir gesprochen haben, hat jeder Vortrag eine Dauer von ungefähr 15, 20 Minuten und anschließend, da es unterschiedliche Themen sind, dann gibt es 5 Minuten oder weniger, je nachdem, wie lange der Vortrag gedauert hat, für Fragen oder Kommentaren. Und der erste Beitrag aus dieser Reihe von unserem Panel ist der von Yari Cholet. Ich stelle ihn kurz vor. Hallo, lieber Yari. Wir duzen uns hier in Paraguay, deswegen, das habe ich vorher nicht gesagt, aber hier werden wir uns alle geduzt. Danke, dass du da bist. Yari Cholit, ich hoffe, dass ich richtig ausspreche, also dein Name, gehört dem Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin an. Nach seinem Studium der Soziologie und Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena strebt der transmaskuline Redner einen neuen Masterabschluss in CFA, wo er als studentischer Mitarbeiter auch lehrt und arbeitet. Ja, vielen Dank, dass du da bist und du hast das Wort, um deinen Vortrag vorzustellen. Ja, danke für die Einführung und vor allem für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Genau darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ich versuche jetzt mal meinen Bildschirm zu teilen. Ja, Ich hoffe, das funktioniert. So. ja, Klappt das? Sieht ja, man? ja, das Ja? sieht man. Man sieht deine Perfekt. Präsentation. Ja, genau. Perfekt. Sehr schön. So soll es sein. Genau, mein Titel lautet, wie ihr hier schon lesen könnt, Erinnerung zwischen historischem und universellem Blick, Dandinas Begriff des Zivilisationsbruchs neu gedacht. Und im Zentrum, wie man sich unschwer denken kann, des Vortrags soll der Begriff des Zivilisationsbruchs als Begriff für den Holocaust von Dandina stehen. Dandina selbst hat diesen Begriff geprägt und er taucht, soweit ich das zumindest rekonstruieren konnte, zum ersten Mal 1987 in einem Text von ihm auf. Später, ein Jahr später, 1988, hat er dann auch einen Sammelband unter dem gleichnamigen Titel veröffentlicht, den man hier sehen kann, Zivilisationsbruch Denken nach Auschwitz. Mir geht es in diesem Vortrag zunächst darum, den Begriff in die Diskurse über die Zeit einzuordnen, also von seiner Entstehung in den 80er Jahren bis zu den Diskursen heute. Und dann darum, nochmal auch ein theoretisches Verständnis des Begriffs vorzuschlagen und gerade im Licht von aktuellen Diskursen zu diskutieren und zu interpretieren. Die Fragen, die mich dabei also vor allem beschäftigt haben, sind einerseits die relativ simplen Fragen. Einerseits, was bedeutet der Begriff und auch, was kann er bedeuten und was kann er auch gerade im heutigen Kontext bedeuten. Ein paar ganz kurze Worte zu Dandina. Er ist ein deutsch-israelischer Historiker, der 1946 in München als Kind von Displaced Persons geboren wurde und aufgewachsen ist in Israel und in Deutschland und einen sozialwissenschaftlichen, aber auch rechtshistorischen und vor allem auch marxistisch geprägten Hintergrund hat. Genau, nur, dass ihr einen ganz groben Eindruck von dem Menschen habt. Und ich will damit anfangen, zunächst genau notwendig irgendwie vereinfachend und schematisch den diskursiven Kontext in den 80er Jahren darzustellen, in Deutschland, beziehungsweise spezifisch auch in Westdeutschland, weil das eben der Kontext ist, in dem der Begriff von Dandina geprägt wurde. Genau, ganz schematisch lässt sich sagen, dass es in den 50er und 60er Jahren in der Beschäftigung mit dem Holocaust und dem Nationalsozialismus zunächst genau eher wenig öffentliches Interesse an einer Auseinandersetzung damit gab und auch in den Geschichtswissenschaften vor allem die Überzeugung vorherrschte, dass es sich um ein von wenigen Akteuren, beziehungsweise eigentlich vor allem von Hitler begangenes Verbrechen handelt. Und dann erst mit den 70ern und auch den studentischen Protesten in den 60er Jahren und einer liberaleren Bundesregierung in den 70er Jahren gab es ein verstärktes öffentliches Interesse auch an der Aufarbeitung.
Und auch die geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit dem Holocaust hat sich gewissermaßen diversifiziert. Vor allem, weil es jetzt auch der Blick zunehmend geöffnet wurde zu der Betrachtung von so breiter gesellschaftlichen Faktoren und Strukturen. Und genau die 80er Jahre, wo wir jetzt sind und die relevant sind für die Entstehung des Begriffs, stehen dann wieder im Zeichen einer neuen Geschichtspolitik unter dem konservativen Kanzler Helmut Kohl, der ab 1982 regierte und der gewissermaßen versuchte, den Status der Bundesrepublik im westlichen Bündnis zu normalisieren und damit einhergehend auch die Geschichte oder den Blick auf die Geschichte zu normalisieren. Und was eine solche Normalisierung bedeutete, das zeigte sich zum Beispiel in der Bitburg-Kontroverse, aber auch in der Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker 1985. Auf die kann ich jetzt nicht so detailliert eingehen, um nicht den zeitlichen Rahmen total zu sprengen. Aber in gewisser Weise kumulierte diese Art der politischen Wende im Historikerstreit oder also im sogenannten Historikerstreit. Und diese Debatte des Historikerstreits begann im Sommer 1986 und setzte sich dann fort so bis ungefähr in den Frühling 1987. Und als Ausgangspunkt lässt sich herausarbeiten vielleicht der Artikel von Ernst Nolte, und der unter dem Titel veröffentlicht wurde, Vergangenheit, die nicht vergehen will. Damit meint er natürlich den Nationalsozialismus, und schon in diesem Titel zeigt sich natürlich ein gewisses Bedürfnis der Normalisierung der Vergangenheit und auch eine Art von Schlussstrich zu finden. Er tritt aber in diesem Artikel vor allem auch mit der wirklich sehr kruden These auf, dass man den Holocaust als eine Reaktion auf eine vermeintliche bolschewistische Bedrohung verstehen muss. Genau. Und von einer kritischen Perspektive wird die Debatte dann begonnen von Jürgen Habermas, der eben auch einen Artikel schreibt, man kann das hier schon lesen, über die apologetischen Tendenzen in der deutschen Geschichtsschreibung und damit Ernst Nolte eben einordnet in einen größeren Kontext der revisionistischen Tendenz in der Geschichtswissenschaft und auch als Teil eines allgemeinen politischen Bemühens um eine Art von geläuterte und einheitliche deutsche Nationalgeschichte wiederzufinden oder zu finden. Der Streit ist insofern von Anfang an sowohl eine öffentliche Debatte als auch eine fachwissenschaftliche Debatte, und es melden sich dann im Laufe der Zeit auch zahlreiche Akteure zu Wort. Genau, das ist jetzt also der diskursive Hintergrund, vor dem der Begriff des Zivilisationsbruchs geprägt wird. Dandiner veröffentlicht 1987 einen Sammelband mit dem Titel Ist der Nationalsozialismus Geschichte, der verstanden werden kann sowohl als Beitrag zum, aber auch als Reflexion über den Historikerstreit. Er versteht den Band vor allem auch als Antwort auf die regressiven Tendenzen bei Nolte und Co., aber auch als eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Frage, ob der Nationalsozialismus bzw. auch der Holocaust historisierbar ist, was sich eben auch schon in dieser Frage Ist der Nationalsozialismus Geschichte zeigt. Für ihn bedeutet eben diese Historisierbarkeit vor allem eine Einordnung in ein größeres und in gewisser Weise abgeschlossenes historisches Narrativ. Der Ausdruck des Zivilisationsbruchs taucht eben in diesem Band zum ersten Mal auf, zumindest soweit ich das rekonstruieren kann, und steht vor allem im Kontext die Unmöglichkeit eigentlich, den Massenmord an Jüdinnen und Juden vollends zu begreifen und auch begrifflich zu fassen, selbst in einem Begriff zu reflektieren. Es ist also einerseits eine historische Annäherung an das Ereignis, aber gleichzeitig auch eine erkenntnistheoretische Reflexion über diese Annäherung oder auch die Unmöglichkeit dieser Annäherung. Und ein solcher Versuch, Auschwitz zu verstehen, muss für Dandiner, und das ist gewissermaßen sein Beitrag zu der Frage der Historisierbarkeit, immer jeder Historisierung vorausgehen. Denn für ihn lässt sich die NS-Zeit nur, wie er schreibt, vom absoluten Extremfall ausdenken. Und damit meint er eben, dass es
keine Beschäftigung mit gesellschaftlichen Verhältnissen oder auch mit der Alltagsgeschichte in der NS-Zeit geben kann, ohne immer auch die Vernichtung mitzudenken und damit die, wie er schreibt, Gleichzeitigkeit von Banalität einerseits und Monstrosität der Vernichtung immer auch mit deutlich zu machen. Genau, jetzt kommt ein kleiner Sprung zur heutigen Zeit, wo wir uns natürlich in einem ganz anderen diskursiven Kontext befinden, in dem es zwar, also es gibt heutzutage natürlich nach wie vor rechte Relativierungsversuche des Holocausts, aber die geschichtswissenschaftlichen und auch öffentlichen Debatten über Erinnerungspolitik haben sich zunehmend zu anderen Fragen verschoben, vor allem zu Fragen des Verhältnisses von Holocaust-Erinnerung und Erinnerung an vor allem koloniale Verbrechen, aber auch dahingehend zu fragen, was der Holocaust für das Verhältnis zum Staat Israel und auch im Kontext des Nahostkonflikts bedeutet. Und in jüngerer Zeit haben sich die Debatten um solche erinnerungspolitischen Fragen sogar so sehr gehäuft, dass medial teilweise von einem sogenannten Historikerstreit 2.0 die Rede war. Genau, letztlich muss man sagen, dass es sehr heterogene Debatten sind, die da unter einen Begriff zusammengefasst werden. Man kann vielleicht sagen, dass diese Debatten ungefähr anfangen oder genau, das ist schwierig zu verorten, aber als einen Startpunkt könnte man vielleicht wählen, den Beschluss des Bundestags 2019, die Kampagne Boycott, Divestment and Sanctions, also kurz BDS, zu verbieten. Und ein Jahr später gab es dann auch zahlreiche Debatten um die Ausladung eines Historikers und postkolonialen Philosophen, Achille Mbembe, von einem großen Kunstfestival in Deutschland, wo er die Eröffnungsrede hätte halten sollen und dann ausgeladen wurde mit der Begründung, dass seine Kritik an Israel antisemitisch sei. Ein Jahr später erschien dann die deutsche Übersetzung eines Buchs des Literaturwissenschaftlers Michael Rothberg mit dem Titel Multidirektionale Erinnerung, das ursprünglich schon 2009 also auf Englisch erschienen ist. Und dabei löste vor allem sein Plädoyer für ein multidirektionales und auch vergleichendes Erinnern Debatten eben über die Einzigartigkeit und über die Möglichkeit des Vergleichs oder auch Unmöglichkeit des Vergleichs aus. Und tatsächlich nur wenige Wochen später erschien dann ein Text des Genozidforschers Dirk Moses mit dem Titel Der Katechismus der Deutschen, in dem er die deutsche Erinnerungskultur als religiös versteift kritisiert und damit diese Debatten natürlich noch weiter befeuert hat. Genau, jetzt natürlich die Frage quasi, was der Zivilisationsbruch in diesem heutigen Kontext, wie er verändert wird. Und ich würde argumentieren, dass ihm im heutigen Diskurs ein ganz bestimmter Platz zugewiesen wird. Und zwar als Bekenntnis zur Singularität beziehungsweise zur Einzigartigkeit des Holocausts. Und damit steht er zumindest im Diskurs heute gewissermaßen für eine Position, die von postkolonialen und vergleichenden Perspektiven gerade in Frage gestellt wird. Das zeigt sich beispielsweise, wenn man die Einleitung von Michael Rothbergs Buch Multidirektionale Erinnerung, was ich gerade schon erwähnt hatte, liest, wo er schreibt, und ich zitiere, eine der größten Barrieren, die Menschen hindern, die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen kollektiven Erinnerungen anzuerkennen, ist der Glaube, es handle sich bei der eigenen Geschichte, Kultur und Identität um etwas Eigenständiges und Eigenes. Genau, gerade dieser Gedanke, dass es quasi etwas Einzigartiges oder dass der Holocaust etwas Einzigartiges sein könnte, steht für ihn also entgegen einer multidirektionalen und auch solidarischen Perspektive auf Erinnerung. Und dass wiederum der Begriff des Zivilisationsbruchs im Diskurs mittlerweile ein sehr weit verbreiteter Begriff, der eben für dieses Bekenntnis zur Einzigartigkeit steht, ist, das kann man zum Beispiel sehen an einer Rede, die die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 vor der Knesset in Jerusalem gehalten hat, wo sie unter anderem eben sagte, und ich zitiere wieder, der Zivilisationsbruch durch die Shoah ist beispiellos.
Dabei, oder also genau, das es ist eine meiner Thesen, wird aber eigentlich der Begriff des Zivilisationsbruchs gerade nicht mehr in seiner historischen und erkenntnistheoretischen Tiefe und Reflexivität verstanden, sondern er wird eben zunehmend zu einer Art rhetorischen Bekenntnis der moralischen Abgrenzung und der Anerkennung der Grausamkeit. Und ich sehe auch generell im Diskurs die Tendenz, dass es auch von unterschiedlichen Seiten aus ein zunehmend schematisches Verständnis vielleicht von Erinnerung gibt, dass Gefahr läuft, eben einerseits einfach bekenntnishaft zu werden, aber andererseits auch politisch beliebig zu werden und vor allem, das würde ich vor allem sagen, den Blick für eine tatsächlich historische Annäherung eigentlich verschließt. Genau, davon ausgehend, also vor diesem diskursiven Hintergrund ausgehend, möchte ich dafür plädieren, dass es sehr weiterführend ist, sich den Begriff nochmal bei Diener auch in seiner theoretischen Konzeption anzuschauen. Genau, Diener schreibt über den Begriff und seine Entstehung. Ich zitiere: Das Wort ist Resultat historischer wie begrifflicher Arbeit am Ereignis. Sein sinnfälliger Gehalt sucht zwei einander nachgerade widerstreitende Sichtweisen in sich zu vereinen, eine partikulare und eine universelle. Genau, und was er eben mit der partikularen Ebene einerseits meint, ist eine historisch argumentierende Perspektive, die vor allem auf die konkreten Erfahrungen von Jüdinnen und Juden und das Verbrechen, das an ihnen allein wegen ihres Jüdischseins verübt wurde, diese eben vor allem in den Blick nimmt. Und dabei sind dann Fragen zentral nach den Umständen, zum Beispiel der Opfer- und Täterschaft. Auf der anderen Seite steht für ihn, wie er eben schreibt, eine universelle Perspektive, die mit der er eine anthropologische Perspektive auf den Holocaust meint, die vor allem die beispiellose Unmenschlichkeit in den Blick nimmt und den Fokus eher also auf ein allgemeines und negatives Potenzial des Menschen im Allgemeinen richtet. Und im Begriff des Zivilisationsbruchs, wie er schon in diesem ersten Zitat, was ich vorgelesen habe, deutlich macht, möchte er diese beiden Anteile gewissermaßen in ihrer Widersprüchlichkeit greifen oder reflektieren. Lieber Jari, du hast schon deine 15 Minuten erreicht. Du kannst noch ein bisschen weitermachen, damit es dann Zeit für Fragen gibt, wenn du das willst. Ja. Nee, es werden auf jeden Fall 20. Also ich hatte mit Okay, 20 gut. gerechnet. Gut, Deswegen. gut, super. Genau. Dass Diener explizit von einem Zivilisationsbruch schreibt, macht natürlich zuerst mal ein bestimmtes Verständnis von Zivilisation, und er schreibt auch explizit von westlicher Zivilisation deutlich, als aufbauend auf, wie er schreibt, dem bestimmten Prinzip subjektiver Vernunft und Selbsterhaltung. Und der Charakter als Bruch, damit möchte er eben deutlich machen, wie fundamental der Holocaust mit diesem grundlegenden Verständnis von Zivilisation bricht. Und er schreibt dabei von einem gegenrationalen Element, das für ihn gerade im absolut totalen Vernichtungsanspruch der Nationalsozialisten liegt. Da führt er zum Beispiel dann an, dass mitten im Krieg noch arbeitsfähige Menschen und sogar für die Nazis eigentlich kriegswichtigen Bereichen ermordet wurden. Genau, man merkt also, dass dieser Vernichtungswille des Regimes so absolut war, dass er auch das Grundbedürfnis nach eigentlich einem Selbsterhalt ausgehebelt hat. Und was ich sagen würde, was die Fragen sind, die sich gerade im Lichte der aktuellen Debatten aus diesem Verständnis des Zivilisationsbruchs ergeben und die tatsächlich auch Michael Rothberg angesprochen auf sein Verständnis von Zivilisationsbruch stellt, ist einerseits die Frage danach, ist der Zivilisationsbruch nur aus einer bestimmten Perspektive erkennbar, also auch aus einer bestimmten westlichen Perspektive erkennbar, und andererseits die Frage danach, kann es auch noch andere Zivilisationsbrüche geben? Genau, auch Diener selbst stellt sich gewisserweise diesen Fragen, vor allem in einem Buch das 2007 zuerst erschienen ist, das Gegenläufige Gedächtnisse heißt. Hier seht ihr eine Variante davon, die 2020 erschienen ist mit arabischer Übersetzung.
Und unter dem Konzept der gegenläufigen Gedächtnisse versteht Diener genau unterschiedlich spezifisch historisch verortete Perspektiven. Und er macht das zum Beispiel deutlich am Datum des 8. Mai 1945. Einerseits steht er in Westeuropa für die Kapitulation Deutschlands, aber beispielsweise in Algerien steht er für den Auftakt eines französischen Massakers an algerischen Musliminnen in Sétif. Und genau, und damit macht er quasi deutlich, dass diese Gleichzeitigkeit, einerseits ist es der Sieg über den Faschismus, andererseits die Brutalität der Kolonialherrschaft, die in Algerien gewissermaßen auch verstanden werden kann, oder dieses Ereignis kann auch verstanden werden als einer der Ausgangspunkte des antikolonialen Kampfes. Diese Gleichzeitigkeit versucht er quasi zu fassen mit dem Konzept der gegenläufigen Gedächtnisse, nämlich dass es konkret historisch verortet unterschiedliche Perspektiven auf Ereignisse geben muss. Und aus dieser Anerkennung würde ich sagen, dass sich letztlich geschlossen werden muss, dass es eigentlich aus einer bestimmten, also dass eigentlich der Zivilisationsbruch nur aus einer bestimmten Perspektive erkannt werden kann. Und in einem Artikel von 2022, den die Dandina auch explizit geschrieben hat, mit Bezug quasi auf die aktuellen Debatten, unterscheidet er nochmal auch sehr deutlich zwischen einer moralischen und einer historischen Ebene. Und er sagt eben, moralisch gilt unbedingt, und das Zitat, was er verwendet, ist, aller Menschen Leid ist jeweils absolut. Und zugleich plädiert er aber für eine historische, wie er schreibt, Unterscheidung zwischen Tod und Tod. Und damit meint er eben einen konkreten historischen Blick auf die Umstände des Sterbens, der notwendig auch differenzieren muss und sich damit versperrt, dagegen den Zivilisationsbruch einfach in eine Reihe von pluralen Zivilisationsbrüchen einzuordnen. Genau, zuletzt würde ich sagen, dass für den Zivilisationsbruch, wie ich ihn, oder für den Begriff des Zivilisationsbruchs, wie ich ihn gern verstehen möchte oder wie ich ihn interpretiere, bedeutet das, dass der Begriff eigentlich nicht einfach für eine moralische Behauptung von Singularität stehen kann, sondern stattdessen steht er gerade für eine historisch unterscheidende Annäherung, aber eine, die zugleich eine universelle und damit auch vergleichende Ebene anerkennen kann. Man könnte also sagen, dass sich einerseits der Holocaust mit dem Begriff als historisch spezifischer einmaliger Bruch verstehen lässt, aber eben andererseits auch gleichzeitig mit diesem Begriff als ein Ereignis, das eine fundamentale Brüchigkeit innerhalb der Zivilisation deutlich macht. Und genau diese Gleichzeitigkeit quasi, die in dem Begriff selbst steckt, würde ich sagen, spiegelt im Prinzip auch den Kern der aktuellen Debatten, wo wir einerseits Perspektiven haben, die auf historischen Unterschieden beharren und andererseits Perspektiven, die nach Verbindungslinien suchen. Und damit also genau diese zwei Anteile, die eigentlich auch in dem Begriff selbst stecken und in dem Begriff als widersprüchliche gedacht werden möchten. Und damit würde ich sagen, beschreibt er auch ein Dilemma, was vielleicht auch als erkenntnistheoretisches Grunddilemma der Erinnerung überhaupt gelten kann, in der es vielleicht immer dazwischen steht, einerseits historisch unterscheiden zu wollen und andererseits darüber hinausgehende und universelle Bedeutung finden zu wollen. Genau, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hier ist auch noch meine Literatur. Vielen lieben Dank für diesen sehr interessanten Vortrag und diese Perspektive, die manchmal für uns auch unbekannt ist. Vielen Dank. Wir haben leider jetzt wenig Zeit für Fragen, wir haben aber 2 Minuten Zeit für eine Frage vielleicht. Michael Dobstadt. Ja, hallo Jari, herzlichen Dank für diesen großartigen, tollen Vortrag. Ich habe eine Frage und zwar, also das hat mir alles sehr eingeleuchtet, auch diese Spannung, die du am Ende aufmachst. Wo ich jetzt nochmal nachfragen möchte, ist der Begriff der Solidarität. Du hast an einer bestimmten Stelle gesagt, es geht um ein solidarisches Erinnern und hast an einer anderen Stelle gesagt, dass der Zivilisationsbruch nur aus einer bestimmten Perspektive möglicherweise erkennbar ist.
ist aber nicht sozusagen oder impliziert ein solidarisches Erinnern, nicht aber doch auch die Fähigkeit sozusagen, den Zivilisationsbruch auch dann anzuerkennen und das heißt ja auch zu erkennen, wenn er sozusagen, wenn es nicht automatisch meine Perspektive ist, sondern eben die Perspektive der anderen. Also ist da nicht am Ende dann auch aus dieser Erkennbarkeit, dieser Frage der Perspektive, ist da nicht auch schon sozusagen ein Moment muss man nicht da auch schon einen Moment des Verbindens sehen? Sonst ist ein solidarisches Erinnern ja nicht möglich. Mhm. Nee, das stimmt, das würde ich schon unbedingt sagen. Und ich denke, genau, da ist natürlich ein Widerspruch darin, dass quasi auch die Betonung, das kann nur aus einer bestimmten Perspektive anerkannt werden, auch wieder was Spaltendes haben kann und eben nicht Verbindendes. Und ich aber sagen würde, dass zugleich, gerade wenn es halt um den Vergleich mit anderen Verbrechen geht, eben gerade dieser Aspekt der Einzigartigkeit eben nur aus einem bestimmten Kontext verstanden werden kann, aber es gleichzeitig unbedingt natürlich diese Vermittlungsleistung braucht, eben sich von einer anderen Perspektive auch in diesen Kontext eindenken zu können. Und ich glaube, genau eben um diese Vermittlungsleistung also leisten zu können, braucht es die Anerkennung dieser widersprüchlichen Anteile und eben einer bestimmten historischen Verortung, sodass man dann diese Vermittlungsleistung leisten kann. Ja, das wären so meine Gedanken dazu. Ja, vielen lieben Dank, Jari. Wir müssen jetzt leider, Sehr gerne. Ja, tut mir leid, dass es so lang war. Nein, es war super. Es war super, Super. danke. Vielen Dank. Vielen Sehr, Dank. sehr, sehr bereichernd. Sehr bereichernd, ja, genau. Danke, Okay, das freut mich. dann wenn du das Ich muss das stoppen, kannst stimmt. du, ja, Genau, bitte. tut mir leid. Ja, Dankeschön. jetzt. Ja. Ähm, Könnt ihr meine Präsentation sehen? Noch im Referentenmodus. Okay, gut. Äh, so, jetzt. Ja, jetzt bin ich dran und ich stelle mich ganz kurz vor und bitte Michael danach, dass er bitte mir 20 Minuten gibt und so mündlich einfach sagt, wenn die Zeit kommt. Ich bin Valeria Vázquez, viele kennen mich schon hier in dieser Runde. Ich leite die deutsche Abteilung an der Nationalen Universität von Asunción. Ich koordiniere die Licenciatura en Lengua Alemana und unterrichte auch dort Fächer wie Methodik, Didaktik und Literaturdidaktik im 4. Kurs. Ich schreibe meine Dissertation an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum Thema Lehrüberzeugungen und forsche auch in dem Bereich Literatur und ästhetischen Medien, wo es heute geht. Ja, und ich beginne jetzt gleich meine Präsentation nicht mit dem Titel, sondern mit 2 Fragen, um denen es bei der Präsentation geht. Und die Fragen sagen, inwieweit können auch und gerade Lernerinnen auf Anfängerniveau von einem literarischen Zugang zur Sprache profitieren? Die zweite Frage, inwiefern vermag eine Arbeit mit literarischen Texten auf Basis der Konzepten und Materialien vom Modul 10 von D-3 einen kreativen Umgang mit Sprache auch auf einem niedrigen Sprachniveau zu fordern? Ja, ich möchte versuchen, diese Fragen zu beantworten, indem ich euch ein Projekt vorstelle, das ich gemeinsam mit meiner Kollegin Yemurai Batiriza von der Boto University in Botswana durchgeführt habe. Dass sie heute leider nicht anwesend sein kann, werde ich auch in ihrem Namen sprechen. Ja, das Projekt trägt den Titel Eine literarische Erfahrung mit Otto und Mops. In diesem Projekt entwickelten und erprobten meine Kollegin und ich gemeinsam mit unseren Studentinnen literarische und kreative Zugänge zur deutschen Sprache. Und genau das war unser Ziel bzw. Ziel des Projektes, nämlich literarische Sprachzugänge
bereits auf dem Anfängerniveau A1.2 zu entwickeln und zu erproben, und zwar auf Basis des D-3-Modul 10 Literaturästhetischen Medien und Sprache in Deutsch als Fremdsprache. Meine Präsentation ist wie folgt aufgebaut. Zuerst stelle ich ganz kurz die Kontexte und Akteurinnen. Dann erkläre ich kurz, was der literarische Zugang zur Sprache ist. Dann stelle ich kurz das didaktische Design, die didaktische Umsetzung. Dann rede ich kurz über Ergebnisse und Rückmeldungen. Und letztlich mache ich ein Fazit und Ausblick, wo ich mich auf diese Antwort auf die Fragen konzentriere. Ja. Entgegen dem globalen Trend in Deutsch als Fremdsprache die Rolle der Literatur in der Sprachvermittlung zu minimieren, ist das Interesse an ihr in vielen lokalen Kontexten nach wie vor groß. Zum Beispiel an der Licenciatura en Lengua Alemana der Nationalen Universität in Asunción in Paraguay und an der Boto University in Botswana. An der UNA, also an der Licenciatura en Lengua Alemana, geht es um die Lehrausbildung und Ausbildung von Übersetzerinnen. Wir haben schon seit einigen Jahren Literaturprojekte mit spielerischen und poetischen Sprachzugang durchgeführt, basiert auf den Theorien von Michael Dobstad und Renate Rittner und Claire Kramsch und den anderen. Und mit der Überzeugung, dass dieser Zugang zur Sprache nicht nur eine fruchtbare Arbeit mit Literatur im Unterricht ermöglicht, sondern vermittelt auch eine reflexive und kreative Haltung zur Sprache, von der zukünftige DAF-Unterricht profitieren kann. Also diese Projekte lagen zum Teil die D-3-Konzepte zugrunde, die dann für die D-3 entwickelt worden sind. An der BU, an der Universität in Botswana, es gibt Deutschkurse für Studierende und Literatur wird dort gesehen als ein Mittel zur Förderung von Sprachbewusstsein, Mehrsprachigkeit und kritisch reflektiven Fähigkeiten. Es gibt auch einen Fokus auf symbolische Kompetenz. Bis unserem Projekt hatten sie noch nicht mit D-3 gearbeitet. Ja. Welche sind die Akteurinnen des Projektes? Eine Studentin der UNA, wir waren alle Frauen, das darf man offen sagen, weil das konsentiert wurde von den Studierenden. Sie musste die Prüfungsleistung in der Lehrveranstaltung Literatur 3 im 4. Kurs machen bei mir. Die Dozentin war ich. An der BU-Universität waren 8 sehr motivierende Studierende aus verschiedenen Fachbereichen, die Deutsch auf dem Niveau A1-2 lernten und sich für das Projekt freiwillig registriert hatten. Und eine Dozentin, das ist meine Kollegin. Das Projekt wurde im Zeitraum von Juli bis zum September 2024 hybrid durchgeführt. Ja, jetzt kommen wir zum, was dieser literarische Zugang zur Sprache ist. Also, wie ich gesagt habe am Anfang, Ziel des Projektes war ja, diese literarische Sprachzugänge bereits auf dem Anfängerniveau zu entwickeln und zu erproben. Ja, ein literarischer Zugang zur Sprache meint mit Dobstad und Rittner einen spielerischen, experimentellen Umgang mit Sprache, bei dem Sprachkreativität und die vielschichtige Konstruktion von Bedeutungen im Vordergrund stehen. Die Sprache wird nicht nur als Mittel zur Kommunikation, sondern als ästhetisches und kreatives Ausdrucksfeld genutzt und wahrgenommen. Weil dies mit der geläufigen, einseitig bedeutungszentrierten Sich-Aussprache konfligiert, die DDR und Übermittlung eines eindeutigen, transparenten Signifikats ins Zentrum stellt, lag das didaktische Augenmerk im Rahmen des Projekts darauf, den Fokus der Lernenden von der Bedeutungsermittlung weg und auf die Auseinandersetzung mit den klanglichen und rhythmischen Aspekten der Sprache, also mit Aspekten ihrer Form und ihrer Materialität hinzulenken. Bei der Planung, das didaktische Design rede ich jetzt. Bei der Planung der Aktivität bestand die erste Phase darin,
mit meinen Studenten, diese Sichtweise auf die Sprache zu erarbeiten, in der Überzeugung, dass die Lehrausbildung im Einsatz von Literatur für den Deutschunterricht zunächst eine persönliche und didaktisch artikulierte Erfahrung mit dieser Art der Sichtweise auf Sprache und Literatur voraussetzt. Im Zentrum der zweiten Etappe dieser didaktischen Planung stand die Auseinandersetzung mit dem Beispielszenario zu Modul 10, Literatur, ästhetische Medien und Sprache in Deutsch als Fremdsprache, Thema 3, auditiven ästhetischen Medien, elaboriert von Herder-Institut, in dem das Gedicht Ottos Mops von Ernst Jandl didaktisiert wird, und zwar auch für den Deutschunterricht mit Anfängern. Dieses Gedicht und damit das Beispielszenario erschien aus Projektsicht deshalb attraktiv, weil es der Aufmerksamkeit der Leserinnen, im Besonderen der Lernerinnen und Leserinnen in besonderer Weise auf die Form und die Materialität der Sprache lenkt. Es wurde beschlossen, einige Aktivitäten dieses Beispielszenario sowie vorgeschlagen umzusetzen, andere wurden in angepasster Form genutzt und daneben wurden noch weitere Aktivitäten konzipiert, die einen intuitiven und spielerischen Zugang zum Gedicht in dem spezifischen Kontext sprachen. Die didaktische Umsetzung kann man so charakterisieren. Der Einstieg war hauptsächlich es sind 2 Sitzungen gewesen, hybrid gestalten. Die Lernerinnen waren an der BU-Universität mit den Dozenten dort vor Ort betreut. Und wir, also ich und meine Studentin, haben uns online zugeschaltet. Meine Studentin hat die ganze 2 Sitzungen geleitet und ich war nur als Beobachterin. Ja, man kann es so zusammenfassen, der Einstieg in den Thema war hauptsächlich auditiv durch YouTube oder Vorlesen. Fokus lag auf Rhythmus, Klang, Intonation und nicht sofortige Bedeutungsklärung. Die Studierenden haben aktiv diskutiert, Assoziationen entwickelt und ihre Eindrücke kreativ dargestellt. Die Lehrmethoden zielten darauf ab, einen literarischen Zugang zur Sprache zu ermöglichen, der weniger auf den Zwang beruht, jedes Wort sofort verstehen zu müssen, sondern vielmehr auf den spielerischen Umgang mit der sprachlichen Form und dem Entdecken von Sprache als kreatives und sinnliches Ergebnis. Ja, ich komme jetzt zu den Ergebnissen. An den Aussagen der Lernenden lässt sich ablesen, wie sich in unterschiedlicher Weise in sogar dieser Arbeit bei ihnen ein spielerisch-literarisch Sprachverständnis entwickelte, bei dem das für den literarischen Sprachzugang charakteristische Spiel mit der Form-Inhaltsdiade sowohl kognitiv als auch emotional ausgelotet wird. Zum Beispiel, es geht nicht nur um Verstehen, sondern auch um Spaß und Ausdruck. Oder minimalistische Sprache erzeugt Humor und Nachdenklichkeit. Also es hat sich ein kreativer, ganzheitlicher und emotionaler Zugang zur Sprache nachgewiesen. Herausforderung war aber dieser Erwartungsdruck auf schnelle Bedeutungsklärung. Das hat sich auch als ein Druck auch an den Lernenden und aber auch an den Lehrkraft selbst hergestellt. Also umso hilfreicher erwies sich die literarische Arbeit mit ihrem Fokus auf Rhythmus und Wiederholungen, da diese spielerische, ganzheitliche Herangehensweise die übliche Wort-für-Wort-Übersetzung weder zuließ noch erforderlich machen. Es gab auch technische Schwierigkeiten online. Man konnte manchmal nicht gut hören oder sie konnten uns nicht gut verstehen. Ich muss auch sagen hier, dass meine Studentin immer auch das Angebot gemacht hat, dass sie auch Englisch gesprochen hat, damit die Lernenden sie verstehen können. Und auch viele, die Aufgaben waren auch mehrsprachig gestaltet. Also sie durften auch auf Englisch Reflexionen und anderen Aufgaben lösen. Ja, jetzt kann man auch zusammenfassen, dass der rote Faden der Didaktik war Literatur erleben lassen
und Literatur kreativ gestalten. Für meine Studentin bedeutet es, didaktisch zu planen und selbst einen literarischen Zugang zur Sprache zu erleben und diesen dann in Unterricht in Gang zu setzen. Für die Studierenden der BU wurde dieser rote Faden praktisch umgesetzt. Zuerst wird ein literarischer Text sinnlich erfahren, dann sprachlich und sozial erkundet und schließlich werden eigene kreative Produkte gestaltet. Jetzt zu den Anfang gestellten Fragen kann man sagen, ausgehend von den Ergebnissen dieses Projekts, dass ein literarischer Zugang zur Sprache auf niedrigem Niveau wirkungsvoll und motivierend sein kann. Modul 10 und das Beispielszenario, die von Herder-Institut entwickelt worden ist, haben sich als flexibel, kontextadaptierbar und kreativitätsfördernd erwiesen. Und wir haben festgestellt, dass es eine stärkere Berücksichtigung emotionaler Aspekte in der Didaktik der Literarisität wünschenswert wäre. Die Chancen, die den literarischen Zugang eröffnet, realisieren sich allerdings nur, wenn dieser Zugang nicht bloß kognitiv, sondern auch als eine literarische, sinnliche und emotionale Erfahrung aufgefasst wird. Ja, das Projekt Mach Mut, literarische Zugänge in den DAF-Unterricht zu integrieren und eben nicht nur als kognitive, sondern als sinnliche und emotionale, ganzheitliche Erfahrung. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, gracias, auye, que alle boga, in der Sprache von meinen Kollegen. Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich bin gut mit der Zeit. Ja, Sehr gut bist du. ya, dann, gracias Valentina, que también escuchaste. Und jetzt, wenn es Fragen gibt oder Kommentare, vielleicht habe ich zu schnell gesprochen. Ja, Laura. Vielen Dank, Valeria, für die Vorstellung des spannenden Projekts. Mich würde interessieren, wenn ihr das jetzt nochmal durchführen würdet, welche Anpassungen würdet ihr vornehmen oder wie würdet ihr auch jetzt am Ende diesen Punkt, die Emotionen, sage ich mal, vielleicht stärker integrieren? Ja, also wir haben intuitiverweise viele Aufgaben, die emotionale Aspekte hervorgehoben haben. Zum Beispiel, Sie könnten, ich weiß nicht, ob es hier ist, in diese Aufgabe zum Beispiel, zeichnen Sie, wie das Gedicht empfinden oder wie Sie die Erfahrung, das Gedicht zu lesen, empfinden. Also solche Aufgaben sind eher emotionale Art, also wenig kognitiv, wenig rational. Also wir würden uns also einfach frei fühlen, mehr von solchen Aspekten zu integrieren in unserem, ja. Dann, als du gefragt hast, habe ich gedacht, sofort gedacht an diese hybride Setting auch. Ja, wir wurden, also es gab Infrastrukturprobleme, also man konnte nicht gut hören und so weiter. Das war nicht so schön, das kann ich nicht sagen, wie das mal zu lösen ist. Und Shannon, pardon, der Name sollte nicht genannt werden. Also meine Studentin meinte, sie würde vielleicht wenig Englisch sprechen wollen, damit die Studierenden mehr Deutsch bekommen. Aber die Dozentin von Ort konnte manchmal diesen Übersetzungsprozess auch durchführen, im Hinblick auf die Aufgaben, die gemacht werden sollten und so weiter. Also solche Sachen würden wir uns besser klären, wie das besser gelingen kann. Aber ich muss sagen, dass für mich total toll war, wie diese Studierenden aus der BU sich engagiert haben und Tolles gesagt haben am Ende und wie sie einfach mal sich erleben haben. Obwohl am Anfang dieser Druck der schnelle Bedeutung
hatten sie auch, aber nicht so stark, wie ich mir dachte. Ja, Danke. vielen Dank. Ja, vielleicht, wenn es nicht mehr Fragen gibt, dann können wir einfach weitermachen. Mit Anjana. Ist das eine Frage? Wir sehen Ja, dich das leider ist eine, nicht. eine Frage. Entschuldigung, ich war zu langsam. Du hattest ja gesagt, dass ihr mit dem Klang gespielt habt und zuerst dieses Gedicht sinnlich erfasst werden sollte. Mhm. Ja, Also ich bin jetzt mal davon ausgegangen, es wurde vorgelesen oder angehört. Jetzt ist es ja bei Ottos Mops so, dass alle verwendeten Wörter immer denselben Vokal ja, beinhalten. Habt ja. ihr damit gespielt oder haben die Studierenden damit gespielt? Haben sie das selbst herausgefunden? Also ist ihnen das aufgefallen? Ja, Ja, und wie wurde als, denn damit umgegangen? also ich weiß, dass du noch an unserem Planung dabei warst einmal und es war für uns total herausfordernd zu denken, wie wir auf diese Geschichte von Bedeutung weg etwas machen konnten. Wenn wir mussten ja, also in unserem Kopf dachten wir mussten ja verstehen, dieses Gedicht, um überhaupt dann klanglich zu artikulieren und so. Aber es war einfacher als gedacht. Also am Anfang haben wir so gesagt, das ist ein Gedicht, das ist Otto, das ist Mops, er hat dieses Gedicht geschrieben, also eine Art kleine Vorentlastung, die wir total vermeiden wollten, aber das haben wir als Vorentlastung doch gemacht. Und dann, wie du sagst, es gab verschiedene Anregungen in den Aufgaben, die dann am Ende dazu geführt haben, dass sie den Gedicht fokussiert beobachten konnten und die Auffälligkeiten. Aber zuerst erstmal alles ganz intuitiv hören, nochmal hören, also vorlesen und so wirklich damit spielen und erst dann in eine Art zweite fassen, sollten Sie sich gucken, also das Material, also die Materialität selbst, also wie es geschrieben worden war und so weiter. Und Sie haben das selbst gefunden, ja, genau. Also einige von diesen Aspekten haben Sie herausgefunden. Ja, und danke, Anjana, dass du fragst und vielleicht können wir sofort zu dir gehen. Anjana ist ja, ich stelle sie mal kurz vor und dann erzähle ich was. Also Anjana studiert an der Universität Mainz im Master of Education, Deutsch und Spanisch und wird ihr Studium im Frühjahr 2026 abschließen. Als DAD-Lehrassistenz hatten wir das Glück, sie hier persönlich kennenzulernen, weil sie 2024 und 2025 für die UNA und das ISL, also unser Institut, tätig war und führte unter anderen vielen Aufgaben die Extension Universitaria durch, die im deutschsprachigen Raum als dritte Mission oder Third Mission bekannt ist. Und darüber wird sie uns heute erzählen. Das war ein tolles Projekt, die Anjana mit uns und mit unseren Studierenden, nicht nur mit den Studierenden auf Deutsch, sondern mit den Studierenden aus Englisch, Guarani, Französisch und Portugiesisch hier im Institut gearbeitet hat. Und der Vortrag heißt Teatro Radiofónico, un proyecto creativo para la enseñanza de idiomas extranjeros, realizado en el marco de la extensión universitaria del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Bitte schön, Anjana. Ja, danke schön. Ich habe gerade noch ein kleines Technikproblem, aber dann geht's gleich los. Ähm, Vielen Dank für die Vorstellung an dieser Stelle. Und ja, also in dem Vortrag jetzt wird eben dieses Projekt vorgestellt. Der Titel auf Deutsch und Spanisch war leider zu lang, deshalb ist es nur auf Spanisch geworden. Aber es geht eben um ein Kreativprojekt, das in der Fremdsprachenlehre oder auch in der Sprachlehre eingesetzt werden kann und ein Hörspiel als Endprodukt hatte, eben im Rahmen dieser
Extensión Universitaria oder Third Mission. Ihr seht die Präsentation, oder? Ja. Ja, danke schön. Gut. Genau, also die Rahmenbedingungen wurden ja gerade eigentlich schon gesetzt. Ich war Lehrassistent des DAAD in dem Instituto Superior de Lenguas an der UNA. Und unter anderem wurde ich dann mit dem Third Mission Abschnitt betraut im Studiengang Deutsch. Jetzt hat sich am Anfang so die Frage gestellt, was ist überhaupt Third Mission? An der Universität hier in meinem Studiengang gibt es es nicht. Im Allgemeinen kann man sagen, es fallen Aktivitäten einer Hochschule darunter, die im Kontext von Lehre und Forschung stattfinden, ohne selbst oder ohne alleine Lehre und Forschung zu sein. Sie haben stets einen Gesellschaftsbezug, sie variieren aber auch je nach Bildungseinrichtung, Entwicklungsinteressen, Ressourcen und der fachlichen Ausrichtung sowie den regionalen Gegebenheiten. Also es ist sehr, sehr komplex und wir können eigentlich sagen, dass es keine einheitliche Definition gibt und auch nicht geben kann, weil gesellschaftliche Bedürfnisse und Rahmenbedingungen ja doch von Hochschule zu Hochschule oder Universität zu Universität unterschiedlich sind und wir das gar nicht pauschalisieren können. Aber für die Arbeit liegt natürlich oder für die Projektarbeit liegt natürlich dann die Definition der UNA zugrunde. Das ist ja sehr naheliegend. Die hatte ich hier jetzt einmal mit auf die Folien genommen und fasse sie auf Deutsch kurz zusammen. Denn die UNA sieht eben in diesen dritten Missionsprojekten einen pädagogischen Prozess oder auch Wandelprozess mit sozialem Engagement. Und dieser Prozess soll eben zur inklusiven, nachhaltigeren und zukunftsfähigen Entwicklung der paraguayischen Gesellschaft beitragen. Also wir haben diesen Gesellschaftsbezug, der eben wichtig ist. Die Projekte sollen möglichst innovativ sein. Es gibt auch einen Projektkatalog, was für Parameter diese Projekte erfüllen sollen oder in was für Bereichen man sie einbringen kann. Da kann man sich dann dran orientieren. Und es geht natürlich immer darum, dass eben Wissen angewendet werden soll und Wissen gefördert werden soll, was natürlich auch in der Ausbildung vermittelt wird oder weiterentwickelt wird, nachdem man es erworben hat, wenn wir davon sprechen können, dass wir es vollständig erwerben. Und ja, genau, eben um den Bedürfnissen der Gesamtgesellschaft gerecht zu werden, soll dieses Wissen angewendet werden. Zu Paraguay noch jetzt ganz wenig Randinformationen, weil die eben für das Projekt von Bedeutung waren. Wir haben ein offiziell bilinguales Land, Guarani und Spanisch sind Amtssprachen. Daneben gibt es aber viele weitere Sprachen. Wir haben Minderheitensprachen, wir haben Erbsprachen vor Ort, wir haben eine sehr große Sprachenvielfalt und gleichzeitig ein sehr ungleiches Sprachprestige. Es gibt auch, ich habe das jetzt als Guarani-Mythologie betitelt, also es gibt verschiedene Mythen des Guarani, die auch heute in der paraguayischen Gesellschaft, dem Großteil der Gesellschaft bekannt sind, auch den Personen, die vielleicht selbst an der Stelle gar nicht Guarani sprechen oder nicht fließend sprechen, weil die Charaktere dieser Mythologie, also die Wesen, die darin vertreten sind, kulturell so verankert sind, dass sie auch, wenn man nur, also in Anführungszeichen jetzt nur Spanisch spricht oder kein Guarani, diese Mythen eben auch vorkommen, auch in der Alltagssprache darauf verwiesen wird. Also zum Beispiel soll nicht gepfiffen werden, weil dann der Bombero kommt, das ist eines der Wesen und das einen großen Schaden zufügen könnte, zum Beispiel. Aber original sind das guaranische Geschichten auf Guarani oder Erzählungen, die auf Guarani festgehalten wurden und tradiert sind. Ja, dadurch hatte sich die Vorüberlegung, also darin hatte sich die Vorüberlegung zu dem Projekt dann fundiert, weil ich am Anfang gerne für die Studierenden des Deutschstudiengangs
etwas Theaterpädagogisches anbieten wollte, weil wir eben in der Theaterdidaktik viele Möglichkeiten haben, Sprache zu üben, Sprache anzuwenden, unsere sprachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu verfeinern. Wir lernen literarische Formen kennen, verknüpfen Emotionen mit Gelernten. Also es ist ein wundervoller Ansatz für das Sprachenlernen, meiner Meinung nach. Und dadurch, dass es halt auch kreativ ist, ist es nochmal motivationsfördernd. Wir hätten am Ende ein Theaterstück aufführen können, sind aber tatsächlich am Problem der Zeit gescheitert, weil es einfach zu schwierig war, alle beteiligten Personen zu koordinieren, also rein terminlich. Für ein Theaterstück brauchen wir Probentermine. 5 Personen für einen Probentermin zu gewinnen, das ist hat sich als sehr, sehr schwer gestaltet, weil die meisten Studierenden eben große zeitlich sehr eingebunden sind, also familiär oder beruflich, neben dem Studium schon Vollzeit arbeiten und dann nicht noch den einzigen freien Tag, den Sonntag für die Probe haben, wenn sie mit ihrer Familie Zeit verbringen möchten. Daher dachte ich dann, wir passen es an unsere Rahmenbedingungen, die wir haben und machen vielleicht ein Hörspiel aus dem Projekt, weil wir im Hörspiel Überschneidungen zu diesen theaterpädagogischen Ansätzen sehen können. Wir haben Emotionen, die unser Gelerntes verknüpfen. Wir haben zwar weniger Bewegung, dafür haben wir immer noch den stimmlichen Anspruch. Ja, wir fördern kommunikative Fähigkeiten, was ja immer die Absicht oder nicht immer, aber eine der Absichten ist. Wir haben aber auch Unterschiede. Wir können nicht so viel improvisieren im Hörspiel. Wir haben weniger Fehlerstrategien, die wir ausprobieren können, also Nachfragen und. Weniger Spontansprache. Wir achten viel mehr auf übermäßige Korrektheit, weil wir im Hörspiel tatsächlich nur hören können und nicht mit Gestik und Mimik alles untermalen und dann vielleicht die falsche Wortwahl oder nicht das treffendste Wort verziehen werden kann, weil man durch die Mimik erfasst, was die Person sagen wollte. Aber das Hörspiel ist asynchroner. Wir können einfach aufnehmen, einzelne Personen zu den Zeitpunkten, an denen sie können. Das hat sehr viel erleichtert. Ich hatte dann auch recherchiert, also es gibt eben die fachdidaktischen Ansätze, das Hörspiel im Fremdsprachenunterricht einzusetzen. Dabei lernt man einmal dieses Medium kennen. Es gibt Ansätze, die befassen sich damit, wie kann man es rezipierend nutzen. Und dann gibt es aber auch Ansätze, die eben darüber nachdenken, wie hilft denn jetzt die Erstellung im Spracherwerb? Wie kann ich das Hörspiel kreativ einsetzen? Und es gibt auch Ansätze, die fächerübergreifend damit arbeiten. Also, dass man dann Themen aus dem Sachunterricht im Hörspiel verarbeitet und dann mit dem Sprachunterricht verknüpft. Ich hätte gern noch ein bisschen was zu Sprachpolitik oder Sprachenpolitik und Identität und Sprache mit reingenommen, aber das würde jetzt den Rahmen dieses Vortrags vollständig sprengen. Da möchte ich aber auf die umfangreiche Fachliteratur verweisen, weil es ein gutes Hintergrundwissen und ergänzendes Wissen für so ein Projekt ist, was eben mit mehreren Sprachen stattfindet. Als methodische Grundlage für das Projekt hatte ich dann eben das kreative Schreiben angenommen, wobei es unterschiedliche Begriffe gibt, was denn überhaupt jetzt Kreativität bedeutet. Und es gibt auch unterschiedliche Auffassungen darüber, was da alles drunter fällt. Ich hatte mich jetzt hier an Spinner zitiert nach Beno orientiert, nämlich einerseits dass Kreativität als Durchbrechen sprachlicher Normen, andererseits als Selbstausdruck gewertet werden kann und die Aktivierung der Imaginationskraft als besonderes Charakteristikum angesehen werden sollte und vorhanden sein sollte. Außerdem habe ich den handlungs- und produktionsorientierten Unterrichtsansatz als Basis genommen, weil wir ein Produkt schaffen wollten, dabei aber die Handlung sehr, sehr, sehr lange, sehr fokussiert im Vordergrund stand. Denn das Hörspiel war nicht fertig, es musste zuerst geschrieben werden und das Produkt motivierte, dass wir am Ende etwas tatsächlich schaffen, was wir uns anhören können, was wir aufnehmen können, an dem viele beteiligt sind. Ja, die Projektziele waren umfangreich. Natürlich zunächst einmal der Anforderung der dritten Mission
Also die erfüllen diese Ziele, dann das Hörspiel basierend auf Guarani-Mythologie produzieren, die Studierenden beruflich weiterbilden, ihnen Methoden an die Hand geben. Hier jetzt vor allem eine Unterrichtsmethode, die sie selbst einmal durchlaufen und erfahren und dann vielleicht auch dadurch motiviert sind, sie selbst im Unterricht anzuwenden. Man kann das nämlich auch mit ganz einfachen Mitteln machen. Man braucht kein professionelles Tonstudio, um ein Hörspiel im Unterricht zu produzieren. Genau, diese Projektziele sind erweitert und sie sind sehr organisch entstanden, weil natürlich das Thema erst im kreativen Schreibprozess gefunden wurde und nicht von Anfang an vorhanden war. Also es hat sich in mehreren Diskussionen herausgebildet, auch die Geschichte, die dann eben im Schreibprozess niedergeschrieben wurde. Ich habe 2 Folien Kompetenzen, das sind Auswahlfolien und die blende ich nur ein, weil die alle vorzulesen. Es dauert viel zu lange, aber natürlich muss man sich überlegen, welche Kompetenzen werden verfeinert, ausgebildet, erworben von Studierenden oder auch SchülerInnen. Denn wir könnten das Projekt genauso gut in der Schule durchführen, mit vielleicht einem anderen Thema, einem anderen Inhalt. Ja, wie schon gesagt, es ist in der Fachdidaktik verankert. Es nahmen nicht alle Studierenden an allen Prozessen teil, daher gibt es Studierende, die vom Schreiben bis zu allgemein quasi alle Kompetenzen durchlaufen konnten und es gibt Studierende, die nur bei dem Übersetzungsprozess teilnahmen oder im Übersetzungsprozess oder bei den Aufnahmen. Naja, das war halt dem geschuldet, dass das Stück auf Deutsch geschrieben wurde, weil ich ja im Studiengang Deutsch eingesetzt war und hier erstmal durch dieses kreative Schreibprojekt die Sprachkompetenzen fördern wollte und Anwendungsmöglichkeiten bieten wollte. Und das wurde dann übersetzt ins Spanische, weil man in diesem Studiengang ja auch Übersetzerin werden kann, neben der Lehrkraftausbildung ist es auf jeden Fall realitätsnah, arbeitsnah, studiennah, ein Vorgeschmack auf den späteren Beruf vielleicht auch. Deshalb hatten dann die Deutschstudierenden das Stück von Deutsch ins Spanische übersetzt und alle anderen Studierenden hatten das Stück dann, wie man jetzt im Projektverlauf sieht, erhalten auf Spanisch und dann ins Guarani, Englische, Französische und Portugiesische übersetzt. Und wir hatten also einen zweifachen Rhythmus bei den Übersetzungen vom Deutschen ins Spanische. Der Ablauf war eigentlich identisch zum Ablauf von Spanisch in die anderen Sprachen. Es gab zuerst, also es wurde kooperativ übersetzt, weil wir wenig Zeit hatten, wurde dann individuell abschnittsweise übersetzt, Korrektur gelesen und verbessert. Und danach gab es immer ein Revisionsteam in jeder dieser Sprachen, die den Gesamttext korrigiert haben und vereinheitlicht haben und idiomatische Wendungen angepasst haben, etc. Das waren dann entweder Studierende vom Ende ihres Studiums, die kurz vor Abschluss standen, oder StudiengangsleiterInnen. Also die geballte Kompetenz, Sprachkompetenz war vorhanden, könnte man sagen. Genau, dabei wurden natürlich Fragen, Anmerkungen, Diskussionspunkte immer wieder gestellt, auch an die AutorInnen zurück. Ja, wie war das jetzt gemeint an der Stelle? Das war sehr bereichernd. Danach ging es in den Probenabschnitt, auch der konnte individuell oder in Partnerarbeit oder in Kleingruppenarbeit stattfinden, was immer den Vorteil hat, dass man sich austauscht, sich Peer-Feedback geben kann. Man kann von dem Wissen anderer Studierender profitieren. Geht es um Aussprache, geht es um Intonation, wie wirkt das, was ich hier gerade spreche? Und danach wurde aufgenommen. In der Schule könnte man sich jetzt noch überlegen oder in den nächsten Projekten sich auch selbst um Geräusche, Musik und Effekte zu kümmern und um die Nachbearbeitung, also Schneiden, Mischen, Abhören und Korrektur. Dafür gibt es zahlreiche, mehr oder weniger intuitiv handhabbare Programme, die teilweise Open Source und auch kostenlos angeboten werden.
Wir hatten jetzt den Luxus, dass wir das mit einem Tonstudio in Verbindung gemacht haben. Die haben sich um diesen technischen Bereich gekümmert. Deshalb ist das hier alles ausgegraut. Wir haben am Ende natürlich die Hörspiele veröffentlicht auf Guarani, Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Die Theatertexte, die zuerst erstellt wurden, sind auch alle in diesen Sprachen erschienen und auch noch auf Französisch. Man kann sich das sehr, sehr gerne auf YouTube ansehen oder man kann in dem frei zugänglichen Google Drive-Ordner alle Texte runterladen und für den eigenen Unterricht aufbereiten, nutzen, didaktisieren. Jede Person ist herzlich dazu eingeladen. Das Projekt oder das Endprodukt wurde ausgezeichnet von der Secretaría de Políticas Lingüísticas. Es sei nämlich von linguistischem Interesse, weil es eben den Gebrauch des Guarani im künstlerischen Bereich fördert und die Revitalisierung sowohl des Guarani als auch der Erbsprachen, die in Paraguay vertreten sind, fördert. Die letzte Folie, dann bin ich durch. Das ist jetzt für die Zukunft. Also für die Zukunft denke ich, wäre es schön, Didaktisierung und Arbeitsmaterialien für die Schule zu entwickeln, die mit diesem Projekt arbeiten. Man kann sprachvergleichend jetzt schon arbeiten mit den ganzen Theatertexten, weil sie immer in 2 Sprachen abgedruckt sind, also Spanisch und eine andere Sprache. Man kann die Übersetzungsvarianten diskutieren. Man kann gucken, was würde ich jetzt anders übersetzen. Man kann darüber sprechen mit SchülerInnen. Warum gibt es nicht immer die eindeutig perfekte Übersetzung, wenn wir Literatur übersetzen? Wir können Lese- und Sprechübungen machen. Wir können die Hörspiele hören. Wir können das Hörspiel mit Theater vergleichen. Wie unterscheiden sich die Theatertexte von den Drehbüchern? Darauf gibt es Zugriff. Nutzt die Materialien bitte. Meine Erfahrung ist, dass es die Motivation unglaublich steigert aller Beteiligten, wenn am Ende dieses Produkt steht. Die individuellen Präferenzen konnten jetzt gewählt werden. Möchte ich meine Stimme leihen oder möchte ich übersetzen? Möchte ich beides machen? Das hat auch nochmal dazu beigetragen. In der Schule könnte man natürlich überlegen, lasse ich alle alles machen. Außerdem würde ich empfehlen, und das ist jetzt vielleicht für eure eigenen Hörspielprojekte, falls ihr die in der Zukunft dann durchführen möchtet, man könnte mehr Minderheitensprachen berücksichtigen. Man könnte sprachmittelnde Situationen in ein Hörbuch einbringen. Also, dass wir nicht am Ende ein mehrsprachiges Produkt haben, weil wir es in verschiedenen Einzelsprachen abfassen. Nein, wir könnten in die Produkte Mehrsprachigkeit einbringen, weil das einfach unsere Lebensrealität ist. Ich sitze im Bus, ich sitze auf dem Schulhof, ich sitze in der Uni, beim Arzt im Wartezimmer. Ich bin nie nur mit einer Sprache konfrontiert. Und eben dadurch entstehen auch oft sprachmittelnde Situationen, die könnte man mit einbringen in dieses Hörbuch. Das wäre dann ein ganz neuer Aufgabenansatz für Sprachmittlungsaufgaben. Da müssten SchülerInnen zu ExpertInnen werden, sich überlegen, hey, ja, was kann man im Alltag denn so benutzen? Was versteht denn dann die Hörerschaft noch? Ja, das wären Anregungen von mir für euch. Bei der zeitlichen Planung ist man recht frei. Wir hatten ja jetzt eigentlich 2 Projekte. Zuerst Theater, dann Hörbuch. Das hat das Projekt unglaublich verlängert. Man kann es aber in einem Semester mit einer motivierten Gruppe sehr, sehr gut schaffen. Wir haben auch nur 15 Minuten aufgenommen. Also die Hörspiele sind recht kurz. Das war eine meiner Vorgaben, sonst hätte man das nicht abfassen können am Ende. Es wäre viel zu lang geworden. Ja, mein Fazit ist, die Hörspielerstellung ist zur Durchführung sowohl im Fremd- oder im Sprachenunterricht allgemein als auch fächerübergreifend geeignet. Und ich möchte dazu einladen, dass ihr das ausprobiert als didaktischen Ansatz. Die Literatur meines Vortrags wird durch weitere führende Literatur, die ich euch ans Herz legen möchte, ergänzt. Also das ist nur eine Auswahl natürlich. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Y puedo decir de vuelta muchas gracias a todas las personas que llevaron este proyecto a su realización exitosa. Also, Dankeschön. Vielen lieben Dank, Anjana. Könnt ihr YouTube-Link dann nochmal hier im Chat teilen? Ja,
sagt Laura. Kannst du das für uns machen, Anja? Ja. Mhm. Vielen lieben Dank für deinen tollen Vortrag und auch für für diese Arbeit, die du hier mit uns geleistet hast. Und auch für die tolle, breite Palette von didaktischen Möglichkeiten, die du uns jetzt geteilt hast. Und ja, ich kann nur sagen, dass unsere Studierende total begeistert waren und sie wollen unbedingt noch mal solche Projekte als Extension Universitaria durchführen. Vielen Dank, Anjana. Und das Material ist auch toll. Das kann ich nur empfehlen, es wirklich zu hören in allen Sprachen. Tja, hat jemand noch Fragen, Kommentaren? Wir haben noch recht 5 Minuten dafür. Ja, Michael. Ja, Beziehungsweise Anjana, nochmal vielen herzlichen Dank für diese super kompakte und sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Das war richtig toll, das alles nochmal so im Überblick zu sehen. Mich interessiert nochmal das Thema, das du am Anfang kurz angesprochen hast, mit der Frage der Identität in Auseinandersetzung mit der Mythologie. Da wollte ich nochmal fragen, wie hat denn jetzt dieser ganze Prozess, diese Literarisierung, diese Narrativierung, auch diese Kombination von Mythen, ich glaube, du hast ja verschiedene Mythen, habt ihr ja sozusagen ins Gespräch gebracht. Was hat das jetzt, wie hat das oder wie haben die Studierenden das verarbeitet in Bezug oder welchen Effekt hatte das in Bezug auf ihren Zugang zur Mythologie oder ihr Verständnis? War das jetzt, hat das ihre Identität gestärkt oder haben sie ein ironisches Verhältnis dazu bekommen? Sie haben ja damit jetzt auch ein bisschen gespielt und gearbeitet. Also wie würdest du sagen, wie ist dadurch Ihr Zugang zur Mythologie vielleicht auch als einen identitätsstiftenden Faktor für die paraguayische Gesellschaft? Wie hat sich das verändert oder welche Effekte hatte das? Okay. Also zuerst, ich hatte vorhin gemeint, Sprache und Identität miteinander in Bezug zu setzen. Ich finde es sehr gut, dass du die Mythologie da mit reinbringst, weil natürlich tradierte narrative Gegenstände, die nehmen wir ganz oft wahr und hinterfragen sie nicht mehr so richtig. Und da komme ich vielleicht auch so ein bisschen zu der Antwort, weil das AutorInnen-Team, also es waren 3 Personen und die hatten sich ganz am Anfang dann erstmal sehr intensiv auseinandergesetzt mit der Mythologie, weil sie meinten, ja, wir kennen da so ein bisschen was, aber wir werfen die immer durcheinander, die ganzen Wesen, die es da gibt und wer war jetzt noch mal was und wofür verantwortlich. Und dann haben sie sich aber auch daran erinnert, dass sie, als sie Kinder waren, damit dann in Kontakt gekommen sind. Also lauf nicht so weit weg, sonst kommt Mythos X und holt dich, ja. Also bleib bei deinen Eltern zum Beispiel, ja. Und das hatten sie dann so rekapituliert und haben dann retrospektiv festgestellt, ja, wir hatten doch schon mehr Kontakt damit, als wir irgendwie dachten. Und dieser Kontakt hat dann auch immer das wiedergespiegelt, was dann das individuelle Wesen in dieser Mythologie bedeutet. Ja, also es war dann immer nur eins, was die Kinder entführen würde. Und es war nicht eine beliebige Figur. Sie haben dann beim Schreiben sich natürlich auch damit auseinandergesetzt und es auch sehr, sehr frei interpretiert. Also sie haben den Plot geändert, würde ich sagen, ja. Also man hat ja dann immer ja. Eckpunkte, an denen hält man sich fest, ja, und dann erzählt man eine neue Geschichte. Und Das ist spannend, ja, das ist sehr spannend. ja, also ich weiß nicht, so vielleicht, ja, mit dem Don Juan-Thema in der Literatur zum Beispiel, man hat ja dann immer einzelne Punkte, die dann eben auftauchen und fest bleiben und eigentlich immer identisch sind, egal welchen Roman man zur Hand nimmt. Und dann hat man aber eine Fülle anderer, weiterer Punkte und Aspekte, die hinzugedacht werden. Und das haben sie sehr kreativ, autorenschaftlich auch gemacht. Ja, haben dann aber auch darüber reflektiert. Ergibt das Sinn? Passt das? Ist das
ist das stimmig mit der Mythologie, die ich kenne, die ich gefunden habe, mit der ich mich jetzt beschäftigt habe? Also es war ein sehr reflektierter Prozess. Und ob das jetzt den Zugang, ihren eigenen Zugang verändert hat, das vermag ich nicht zu sagen. Dafür müssten wir die Personen selbst befragen. Ja, aber ich hatte jetzt den Eindruck, Sie haben sich dadurch den Zugang erarbeitet, ne? Vielleicht, ja, wiederholt kritisch erarbeitet. Also nochmal mit einem anderen Blick darauf Ja, geschaut als mit Mhm. 5, 6, 7 Jahren. Ja. Ja. Mhm. Und auch vielleicht mit, wenn ich das fragen darf, mit Komponente der eigenen Milieu oder Kontext oder Subkultur, die in Paraguay gibt, nämlich die mennonitischen Kultur, habe ich so den Eindruck gehabt habe ich so eine Spur gehabt in diesen ja, Theaterstück oder Hörspiel, der dann als Produkt gekommen ist. Ja. Mhm. Hast du da ein Beispiel für? Also diese ungefähr religiöse Konstellation, die da gibt in diesem, also Mhm. in dem Skript, in dem finale Skript sozusagen. Ja, Die ja, das könnte Beziehung zwischen, sein. also diese Konstellation und Mhm. religiösen Komponente und so weiter. So, oder habe ich so mit meinen eigenen Vorurteilen vielleicht gesehen, aber irgendwas habe ich dort gespürt. Ja, Ja, auch da könnten wir nochmal nachfragen, ob Sie das ja, selbst genau. reflektieren könnten, wie viel, weil es war ja schon eine gemischte Gruppe, Ja, die Schreibgruppe, aber natürlich, vielleicht rezipiert man Erzähltraditionen, die man kennt. Ja, also vielleicht war da der Reflexionsprozess, wer Heldin sein sollte, anders gedacht. Ja, vielleicht sehr bewusst. Das vermag ich leider an dieser Stelle auch nicht zu sagen und da möchte ich niemandem Worte in den Mund legen. ja, klar. Man muss das dann selbst fragen, also zu den Ja, aktuellen. aber Ja, danke. danke dir, liebe Anjana, und dass du auch nochmal heute mit uns bist und sonst hätte den Eindruck, dass du gar noch nicht noch in Paraguay bist. Ja, und bist auch immer herzlich willkommen hier. Okay, und jetzt im Danke. Hinblick auf die Uhr machen wir weiter. Und ich glaube, jetzt, Diana hatte sich noch gemeldet, oder? pardon, wirklich? Ja, aber im Hinblick Ach, auf die sorry. Uhr, das müsst ihr jetzt sagen. Ich hatte mich dann wieder Nein, angemeldet, weil ich gedacht habe, also Uhr. wir können noch eine Minute Zeit dafür geben, ja? Hm, Mach mal bitte. genau, also ich habe natürlich eigentlich auch viele Fragen. Meine ging auch ein bisschen in Michaels Richtung mit der Mythologie, was das mit denen gemacht hat. Und darüber wissen wir jetzt nicht so viel. Das wäre sozusagen Thema einer Anschlussforschung oder Befragung zumindest, ne, um da ein bisschen genauer zu schauen, was sozusagen das für Effekte vielleicht hatte. Mich interessiert nochmal der Schritt davor. Also woher kam die Idee? Vielleicht habe ich das vorhin auch verpasst, überhaupt mit Mythologie zu arbeiten. Da würde mich interessieren, und da kann man jetzt vielleicht auch wieder nur spekulieren, war das was, was von den Teilnehmenden irgendwie auch als Interesse am Anfang geäußert wurde? Oder war das tatsächlich was, was du sozusagen als Leiterin des Projektes so gesetzt hast? Also wir sind ja schon immer so ein bisschen im Konflikt und wollen uns an den Lernenden orientieren und an ihren Kontexten, Erfahrungen, Wissensbeständen. Ich finde es auch toll. Also ich finde es super, dass dann mit der Guarani-Mythologie auch gearbeitet wurde. Aber genau, würde das genauso kommen, wenn man eine Wahlfreiheit hätte? Also wie kann man sozusagen das auch stärken, mit solchen Themen zu arbeiten, die vielleicht nicht so nahe liegen für irgendwie ein Projekt? Also ich denke jetzt mal nur an DAF, mehrsprachiges Projekt, da liegt es vielleicht noch mal näher. Also woher kommt diese Idee? Und ja,
Also ist es schon irgendwie eine Frage, die man beantworten kann? Also vielleicht auch ist vielleicht eine persönliche Frage. Wie bist du Also drauf gekommen? die kann ich, denke ich, schon beantworten. Also ich war ja selbst in einem für mich völlig neuen Kontext als Lehrassistenz kurz angekommen sozusagen. Und von Anfang an war schon mehr oder weniger der Gedanke eben mit dem Theater, das mehrsprachig abzufassen und auch vorzuführen. Und dann aber gleichzeitig zu vermitteln, dass wir, wenn wir Sprachkontakte haben, viel mehr verstehen können teilweise als das, was wir uns zutrauen. Also wir hätten dasselbe Theaterstück in 5 Sprachen aufgeführt, aufeinander folgend, 15 Minuten, vielleicht 3 Sprachen, die ich nie spreche, aber bei denen ich dann verstehe. Hui, Gestik, Mimik, Internationalismen etc. Das sind alles Dinge, die verstehe ich doch. Deshalb war meine Lenkvorgabe zu Beginn der Punkt, dass wir doch darüber nachdenken sollten, etwas zu nehmen, was die breite Gesellschaft in dem Kontext, in dem wir uns befinden, versteht oder wo sie Zugang dazu hat. Weil wenn wir irgendwie schon einen Zugangspunkt haben, dann können wir uns oft viel zusammenreimen. Und also ich hatte im Vorhinein, für mich war die Guarani-Mythologie neu. Ich hatte dazu keinen Kontakt, bevor ich nach Paraguay gekommen bin. Oder ich hatte davon nie was gehört. Und als ich mich dann mit Paraguay viel mehr beschäftigt hatte, bin ich auch darüber gestolpert. Und es war schon so ein bisschen der Gedanke, dass das ja vielleicht ein ganz guter Anknüpfpunkt wäre in der Gesellschaft. Aber ich konnte selbst gar nicht sagen, hat jede Person einen Zugang dazu, weil mir dazu das Hintergrundwissen fehlt. Und die Studierenden sind ziemlich von alleine dann auch eben zu meinem Ansatz mit irgendwas, was alle Personen kennen, kamen sie dann damit, ja, hier, die Geschichten kennen wir doch alle. Ja, also das hat sich dann so ergeben. Genau. Also ich habe nicht gesagt, ihr müsst das und das thematisch machen. Das wäre mir für den Kreativprozess dann doch zu einschränkend gewesen, tatsächlich. Also es kam schon durch eine Aushandlung sozusagen zustande, oder? Genau, also wir hatten die ersten 2 Treffen hatten wir so als Brainstorming zusammen sprechen, wo ich mich dann aber natürlich immer ein bisschen zurückgehalten habe, weil es ging ja um den eigenen Kreativprozess. Aber sie waren sehr froh darüber, dass jemand dabei war, der eine Ahnung hat, wo das Projekt hinlaufen soll. Deshalb hatten wir dann gesagt, bin ich beim 2. auch noch dabei, und dann hatten sie mir auch Vorabfassungen des Textes geschrieben und natürlich erstmal einen Verlaufsplan. Wie ist der Handlungsverlauf? Was wollen wir tun? Einfach für die Strukturierung und ja, die planbare Vorgehensweise. Okay, jetzt muss ich leider im Hinblick auf die Uhr leider diese sehr spannende Diskussion brechen und ja, und sagen, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen dürfen, weil die nächste Slot erst um 13 Uhr beginnt, aber wir versuchen es nicht so viel von Mittag zu überspringen. Also jetzt ist Anne-Kathrin und dann eine Gruppe aus der GIP dran. Und ja, ich sage das nur, damit wir auch das wissen können, dass wir auch ein bisschen überspringen können. Aber wir machen es, wie es wir uns vorgestellt haben. Also jetzt kommt meine liebe Kollegin Anne-Kathrin Schäffer aus der Universität Córdoba. Sie ist für mich so lieb, weil wir ja zusammen vor sehr kurzer Zeit gemeinsam eine Sektion geleitet haben an der Deutschlandkongress in Mendoza. Und jetzt, ich danke dir, Anne-Kathrin, dass du auch hier bei uns heute bist. Ich stelle sie kurz vor. Sie studierte Kulturwissenschaften, vergleichende Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte in Leipzig. Sie ist derzeit tätig in der Sprachenfakultät der Universidad Nacional de Córdoba in Argentinien. Ihre Forschungsschwerpunkte beziehen sich auf das ästhetische Lernen im Fremdsprachenunterricht und den Bereich Text-Bild-Beziehungen in Literatur und Kunst. Ihr Vortrag trägt den Titel Ästhetisches Lernen und Visual Literacy in der Fremdsprachenvermittlung. Zu Unterrichtserfahrungen im universitären Kontext mit
Lebenslinien von Birgit Weihe. Bitte schön, liebe Anne-Kathrin. Okay, ich hoffe, könnt ihr schon meine Präsentation sehen? Ja, wir können sehr gut sehen. Super, auch die ganz normale Ansicht? Nee, ich muss, glaube ich, Präsentationmodus, glaube ich. Es ist schon im Präsentationmodus, sehe jetzt ist ich. Präsentationsmodus. Okay, ich Ja. versuche mal ganz kurz zu springen. Ja, geht alles. Okay. Okay, super. Okay, dann fange ich mal an. Du hast ja schon meinen Titel genannt. Genau, Valeria und Michael haben diese Überlegungen vor kurzem schon von mir gehört. Da habe ich sie nämlich auf dem argentinischen Deutschlehrendenkongress in Mendoza geteilt und genau, möchte das heute nochmal vorstellen. Genau, ich fange an mit einer kleinen theoretischen Einführung. Bildrezeption, die eigene Bildgestaltung und die anschließende Veröffentlichung in gewählten Kontexten gehören ja heute zum Alltag. Die visuelle Selbstdarstellung spielt eine zentrale Rolle bei der Identitätskonstruktion. Das sogenannte Photosharing charakterisiert diese veränderte Logik der Bildverwendung und dominiert jugendliches Bildhandeln. Seit den 1990er Jahren beschreiben der sogenannte Pictorial Turn bzw. Iconic Turn eine Verlagerung von der sprachlichen auf die visuelle Information, vom Wort auf das Bild sozusagen. Weltverständnis und Welterschließung werden demnach entscheidend über Bilder geprägt. Bilder sind in unserer heutigen Welt omnipräsent und mit sozialen und politischen Fragen verbunden. Die gegenwärtige Gesellschaft lässt sich als sogenannte Screen Society beschreiben, in der Bilder auf individueller und kollektiver Ebene zu sozialen Akteuren mit performativem Potenzial werden. Die Fähigkeit, Bilder- und Bild-Text-Kombinationen kompetent zu lesen, zu entschlüsseln und zu deuten, gewinnt also heute gesellschaftliche Relevanz und sollte in Bildungsprozessen gefördert werden. Im Alltag ist die Bildwahrnehmung oft automatisiert und naturalisiert. Für gewöhnlich werden Bilder nicht als kulturelle Praxis reflektiert oder problematisiert. Und auch in der Fremdsprachenvermittlung werden Bilder in einer naturalisierten Art und Weise verwendet, meist ohne didaktische Funktionalität und Reflexion. Doch Bilder sprechen eben keine universelle Sprache. Die Betrachter verstehen sie vielmehr ausgehend von ihrem eigenen kulturellen Hintergrund. Bildrezeption ist folglich stets culturally specific und abhängig von kulturellen Codes und individuellen Erfahrungen. In der Bildwahrnehmung geht es daher nicht primär darum zu fragen, was zu sehen ist, sondern vielmehr die sogenannten Ways of Seeing, die kulturell unterschiedlich und eben nicht statisch sind, in den Blick zu nehmen. Die Visual Literacy, auch visuelle Kompetenz oder Sehkompetenz, umfasst die Fähigkeit, visuell zu kommunizieren. Im Fachdidaktikdiskurs der Fremdsprachenvermittlung wird die Visual Literacy als eine neue, weitere Fähigkeit betrachtet, die es eben zu entwickeln gilt. Diese Forderung beruht auf der Annahme, dass Bedeutungen von Bildern nicht feststehend sind. Sie ergeben sich vielmehr aus der Konstruktion der Betrachter auf Basis von Bildwissen auf der einen Seite und Sehgewohnheiten. Und die Visual Literacy versteht die eigene kommunikative Qualität von Bildern als Teil des Nachdenkens über Kultur. Bilder sind insofern, ich zitiere, Medien der Erzeugung von kultureller Kommunikation, von Gedächtnis und Weltwahrnehmung. Es geht der Visual Literacy darum, Sehen als konstruktiven Akt zu erleben und durch das Lesen von Bildern über Bedeutung zu reflektieren. Okay, nach dieser kurzen theoretischen Einführung komme ich nun zu einem Unterrichtsprojekt zum Thema Graphic Novel, das ich im universitären Kontext durchgeführt habe. Es beschäftigt sich mit Lebenslinien der deutschen Illustratorin Birgit Weihe, die ich zunächst kurz vorstellen möchte. Birgit Weihe, geboren 1969 in München, arbeitet als freie Illustratorin und Comiczeichnerin in Hamburg. Ihre Kindheit verbrachte sie in Kenia und Uganda. Und was sie so besonders interessant für unseren Kontext macht, ist der Umstand, dass ihre Werke die Themen Migration, Fremde, Fremdheit, Exil, Flucht, Heimat, Leben zwischen Welten und, besonders spannend vielleicht für uns, Leben zwischen Sprachen thematisieren. Ach so, ich hatte ja noch eine Folie mit allen ihren Werken, genau. Für den DAF-Unterricht scheinen mir Weihes Werke besonders geeignet, da ihr Schreibstil einfach ist, beschreibend und beobachtend. Die Sätze sind meist kurz. Die Beschreibungen wirken objektiv und nicht urteilend und dies sogar beim Erzählen von schweren Schicksalsschlägen wie Verlust, Krankheit oder Tod.
In der Bildsprache hingegen erreicht Weihe eine unglaubliche Tiefe. Das Gefühls- und Innenleben der ProtagonistInnen wird dem Leser oder der Leserin primär durch die Bildsprache vermittelt. Der Text ist zwar, sage ich mal, schnell gelesen und verstanden, die Bildsprache wiederum lässt innehalten, bringt zum Nachdenken, führt zu Empathie und Identifikation. Und dieses besondere Bild-Text-Verhältnis scheint mir für den DAF-Unterricht besonders ergiebig. Die Serie Lebenslinien, mit der ich mich im Rahmen dieses Projekts beschäftigt habe, wurde 2020 in Buchform publiziert. Auf dem Klappentext ist zu lesen, ich zitiere: Lebenslinie ist eine Serie, die Birgit Weihe für den Berliner Tagesspiegel entwickelt hat. Eine Sammlung facettenreicher Biografien von Menschen, deren Zuhause nie nur an einem Ort gewesen, deren Begriff von Heimat nicht mit einem Finger auf der Weltkarte zu bestimmen ist. Zitat Ende. Die einzelnen Geschichten erschienen monatlich von April 2017 bis Mai 2019 im Tagesspiegel. Und für die Buchausgabe, das könnt ihr hier auf der Folie auch nochmal sehen, wurden die Beiträge ummontiert um jeweils 2 Bilder ergänzt. Das heißt, jede Geschichte beginnt mit einem Deckblatt mit dem Namen der jeweiligen ProtagonistInnen. Und anschließend folgen 3 Seiten mit jeweils 6 Panels. Okay, Ausgangspunkt für das Projekt waren folgende Beobachtungen. Erstens, die Studierenden tun sich schwer mit kritischem Denken und zeigen sich oft wenig mutig, eigene Meinungen zu formulieren. Sie haben wenig Erfahrung mit einer diskursiven Unterrichtskultur. Sie meinen, richtige, in Anführungszeichen, Antworten liefern zu müssen und nehmen teilweise eine passive Haltung ein. Und zweitens, die Studierenden sind hauptsächlich an Unterrichtsmaterialien in Textform gewöhnt. Im Folgenden möchte ich erste Ergebnisse und Schlussfolgerungen, aber auch offene Fragen oder Reflexionen aus diesem ersten Projekt mit Lebenslinien vorstellen. Da möchte ich erstmal vorwegnehmen, dass da die Geschichten relativ knapp sind, wir hatten es ja gesehen, es sind maximal 3 Seiten und sprachlich eben wenig herausfordernd, sind sie ohne umfangreiche Zeitfenster in den Unterricht integrierbar, im Gegensatz zum Beispiel zu einer umfangreichen Graphic Novel. Ich habe sie also über das Lehrjahr verteilt in regelmäßigen Abständen verwendet. Das hatte den Vorteil, dass sich die Studierenden allmählich, aber auch kontinuierlich mit dieser Textsorte und der Bildarbeit im Besonderen befasst haben. Dieser Prozess wurde durch Einheiten zur Bildbeschreibung, zu Bildmerkmalen und zu möglichen Bild-Text-Beziehungen begleitet. Die Arbeitsaufträge zu den Geschichten aus Lebenslinien bezogen sich vorwiegend auf das kreative Schreiben, so etwa das assoziative Schreiben, wie zum Beispiel oder das Erstellen eines Akrostichons, Elfchen oder am Ende des Jahres die Erstellung einer eigenen Geschichte zu Migrationsfragmenten der eigenen Biografie anhand von Zeichnungen oder Fotos als Bild-Text-Gefüge. Und im Folgenden möchte ich euch gerne einige Vorteile und auch Herausforderungen, die ich dabei beobachtet habe, vorstellen. Vorteil Nummer 1: In Bezug auf die Gruppendynamik beobachtete ich meist eine lockere, neugierige und überraschte Atmosphäre während der Bildarbeit in Gruppe. Gerade dadurch, dass es sich bei Bildmaterial um offenes Material handelt, Bilder sogenannte unscharfe Zeichen sind, die eine Vielzahl von Deutungen zulassen, verminderte sich das Gefühl von, in Anführungszeichen, richtigen oder falschen Aussagen. Durch das offene polysemische Bildmaterial wurde eine lebendige und authentische Gruppendynamik ausgelöst, in der die verschiedenen Teilnehmenden die Äußerungen der KommilitonInnen als bereichernd und überraschend erlebten. Als wir beispielsweise die Teilgeschichte Lilly in Lebenslinien lesen, entdeckt ein Studierender zahlreiche Details im Hintergrund der Bilder. Die Gruppe ist erstaunt und sagt, was du alles siehst. Und es wird deutlich, wie unterschiedlich wir sehen, wie Sehen auch mit Seherfahrungen zu tun hat. Aber auch mit Geschwindigkeit, das zeigt das zweite Beispiel, als eine Studierende meint, ich war nicht so schnell fertig. Und damit auf die vielen Erinnerungen verweist, die bestimmte Panels der Geschichte in ihr ausgelöst hatten und die wiederum zu einem entschleunigteren Sehen führten. Bilder drängen also auch neue Bilder auf. Vorteil Nummer 2: In den Unterrichtsbeobachtungen konnte ich feststellen, wie künstlerische Texte wiederum zu künstlerischen Texten inspirieren. Die Offenheit des künstlerischen Materials führte zu einer Offenheit und teilweise unerwarteten Kreativität seitens der Antworten der Lernenden. Das Beispiel einer Studierenden
die spontan auf eine der Geschichten aus Lebenslinien mit einem Prosagedicht reagierte, soll dies ein bisschen veranschaulichen. Durch die offenen Aufgabenstellungen konnten also die Motivation und die Mitteilung persönlicher Perspektiven oder Assoziationen der Studierenden gefördert werden. Vorteil Nummer 3. Weil es verschiedene Geschichten zu Exil, Migration, Verfolgung, Fremde oder Heimat berühren die Studierenden. Sie reagieren im Rahmen einer Aufgabe des assoziativen Schreibens mit Texten, die Empathie widerspiegeln, aber auch das Gelesene spontan mit eigenen Erlebnissen verbindet. Eine Studierende verfasst einen Text, der mit den verschiedenen Verwendungen des Verbs verfolgen spielt und hebt diese optisch im Text hervor. Die Verwendung künstlerischer Texte im Unterricht führte durch den Aspekt des Berührtwerdens zu einer kreativeren Sprachverwendung, als dies vielleicht Sachtexte in der Lage sind zu motivieren. Vorteil Nummer 4. Eine Studierende verwendet in ihrer Bildergeschichte einen Begriff in ihrer Muttersprache und genau durch dieses eine Wort, das ihrer Ansicht nach angesichts der Vielzahl der Gefühle, die sie damit verbindet, unübersetzbar wird, wird ihr Text mehrsprachig. Das eine Wort in der spanischen Sprache wird zum Stolperstein und gleichzeitig zum Zentrum bzw. Herz ihres Textes. Das Experiment macht den Studierenden deutlich, dass sie auch in der Fremdsprache in der Lage sind, ästhetische Texte zu fabrizieren oder vielleicht sogar besonders dort, da durch die Mehrsprachigkeit oder bewusste Wortspiele, Verdrehungen oder Teilungen poetische Momente im Text erzeugt werden. Komme ich nun zu den Herausforderungen. Eine erste Schwierigkeit, die sich bei den ersten Versuchen von Bildbeschreibungen bzw. Bildentdeckungen in den Sitzungen beobachtete, ist Ungeduld. Während es mir bewusst um ein Close Reading ging, um eine Entschleunigung des Sehens und eine Wiederentdeckung der verweilenden und verlangsamten Aufmerksamkeit, sprachen einige Studierende deutlich aus, dass dies für sie als Angehörige der TikTok-Generation, die an einen schnellen und oberflächlichen Bildkonsum gewöhnt ist, eine Herausforderung darstellt, die zu innerer Unruhe und Ungeduld führt. Also von Ansiedad wurde da gesprochen. In diesem Zusammenhang wurde auch mein Unterrichtsansatz stark kritisiert und die Fachnähe bzw. Relevanz diskutiert und die Wichtigkeit eines Close Readings in Bezug auf Bildmaterial in Frage gestellt. Und dies machte es notwendig, in allen Arbeitsphasen auf den Bedeutungsumfang des Lernprozesses zu verweisen und die Entdeckungen mit dem eigenen Bildkonsum und der eigenen Bildproduktion immer wieder deutlich zu verknüpfen. Eine zweite Herausforderung bezieht sich auf den Lerneffekt oder dass eben die Bildkompetenz gar nicht als Lernziel wahrgenommen wurde. Die Mehrheit der Studierenden sah den Lerneffekt der Einheiten zur Bildarbeit hauptsächlich in der Erweiterung des Wortschatzes und der Anwendung bzw. des tieferen Verständnisses der Unterrichtsinhalte, was nicht unbedingt meinen Erwartungen entsprach. Einige Studierenden fragten sich, wozu ihnen die kreativen Aufgaben in ihrem Sprachlernprozess helfen, fragten sich also nach dem Nutzen. Eine dritte Herausforderung, die Gruppe ist berührt von den Geschichten in Weihes Lebenslinien. In mehreren Sitzungen haben einige Studierende Tränen in den Augen. Ich beobachte, wie künstlerische Texte auch sprachlos machen können. Besonders eine Studierende, die sich normalerweise sehr engagiert an der Sitzung beteiligt, wird bei dieser Art von Texten still und nachdenklich. In dieser Stimmung fehlt ihr Sprache. Ich bemerke, dass künstlerische Texte im DAF-Unterricht starke Emotionen auslösen können und Begleitung und einer respektvollen, vertrauensvollen Gruppenatmosphäre bedürfen. Als Dozentin steht man vor der Frage, ob die Gruppe bereit ist, sich darauf einzulassen und ob genügend Vertrauen hergestellt ist. Schließen und damit auch den Bogen schließen zum Beginn des Vortrags möchte ich mit einigen kurzen theoretischen Überlegungen. Die argentinische Erziehungswissenschaftlerin Dussel und die Kulturwissenschaftlerin Guterres sprechen von einer sogenannten Anorexia de la Mirada, einer Anorexie des Blickes, um eine gewisse Saturation zu beschreiben, die selbst die erschreckendsten Bilder anästhetisiert und banalisiert. Die Autorinnen fordern deshalb die Umsetzung einer
Pädagogik des Bildes oder einer Bildung des Blickes, also Pedagogía de la Mirada, nee, Pedagogía de la Imagen, Educación de la Mirada. Hintergrund dieser Forderungen ist die Wiederherstellung von Gleichheit bzw. Gleichberechtigung im Bildungssystem, die auf mehr Zugang und Teilhabe an Kultur und öffentlichem Leben zielt. Und ich denke, der Einbezug einer Visual Literacy in den Fremdsprachenunterricht kann eben unter dieser Perspektive und auch unter dem Einbezug meiner Beobachtungen positiv als Befähigung, als Empowerment gewertet werden. Durch die systematische Implementierung von Bildarbeit im Fremdsprachenunterricht kann das kritische Denken der Studierenden gefördert werden. Die Lernenden werden dazu angeregt, über die persuasiven und emotionalen Aspekte von Bildern nachzudenken und den eigenen Konsum und die eigene Produktion von Bildmaterial in Frage zu stellen. Und mit diesem Gedanken möchte ich auch abschließen. Lernen wird so stärker als lebensorientiertes und ganzheitliches Lernen verstanden und Bildinhalte oder sogar allgemeiner kulturelle Inhalte als Prozess des Aushandelns begreifbar. Genau. Hier könnt ihr meine Bibliografie sehen. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, Anne-Kathrin, für deinen tollen Vortrag. Dejar de compartir. Moment, jetzt muss ich noch schaffen, wieder hier rauszukommen. Okay, super. Super, super. Ja, hat jemand eine Frage oder einen Kommentar zu dem tollen Vortrag von Anne-Kathrin? Michael. Ja, wenn niemand was fragen will, frage ich gern was. Und zwar, ja, Anne-Kathrin, nochmal vielen Dank für den Vortrag, den ich jetzt auch beim zweiten Mal sehr, sehr gerne gehört habe. Total interessant. Mir ist auch gleich schon überlegt, ob ich mich mit diesem Material auch mal selber arbeiten könnte. Es ist ja sehr zugänglich auch, ne, wegen der Kürze. Genau. Das hat mich nochmal sehr überzeugt. Was ich jetzt nochmal gefragt habe, auch jetzt vielleicht nochmal auch vor dem Hintergrund des Vortrags von Valeria. Du hast es ja angesprochen, dass die Studierenden oder Lernenden überhaupt die Tatsache, dass man sich mit Bildern, so wie du das jetzt gemacht hast, im Unterricht beschäftigst, doch in Frage gestellt haben. Ne? Also erstens Bilder und zweitens dann dieses Close Reading, was du angewendet hast. Und ich habe nochmal das Gefühl bekommen, das hat natürlich auch, glaube ich, etwas damit zu tun, wie unser Fremdsprachenunterricht insgesamt gestaltet und geframed ist, nämlich eben auf eine sehr starke Bedeutungsorientierung, sehr eindeutig. Bedeutung muss schnell entnommen werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, es hat natürlich was mit dieser TikTok-Geschichte wahrscheinlich zu tun, aber ich glaube, im Hintergrund steht auch noch ein bisschen die Orientierung unseres Fremdsprachenunterrichts, eben ein sehr instrumentelles Sprachverständnis, ein Sprachverständnis, das keine Mehrdeutigkeit zulässt, dass Sprache im Grunde auch Kommunikation doch tatsächlich sehr einsinnig auf Sprache zuschneidet und andere Formen der Bedeutungsproduktion in unserer Gesellschaft nicht in Betracht zieht. Film, Bild, Auditives, also im Grunde das ganze Spektrum von Bedeutungsproduktion. Und dass solche Projekte wie deine damit ja im Grunde das alles in Frage stellen, das brechen, irritieren in gewisser Weise. Natürlich dadurch, da liegt natürlich das ganze Produktivitätspotenzial. Also von daher finde ich es ja super. Aber meines Erachtens zeigt es eben nochmal, dass unser Fremdsprachenunterricht ein sehr enges Verständnis hat und ja, im Grunde auch in gewisser Weise auch sehr problematisch ist und dass wir mit solchen Projekten da auch gegen Verengungen des Fremdsprachenunterrichts anarbeiten müssen. Ne? Das ist mir jetzt nochmal beim zweiten Vortrag bei dir aufgefallen. Ja, das ist eigentlich ein total interessanter Punkt, weil mein Anliegen war eigentlich, dieses kritische Sehen oder überhaupt dieses kritische Denken ein bisschen anzustoßen und über Bilder und Bildkonsum, der mir auch persönlich sehr wichtig ist, weil ich merke, dass da sehr viel auch unreflektiert einfach passiert. Und weil das da heute, wie ich auch in der Einleitung gesagt habe, einfach so omnipräsent ist. Ja, also ich finde, das ist auch eine Kompetenz, die brauchen wir heute als Menschen, die sich durchs 21. Jahrhundert bewegen. Aber was ich dann festgestellt habe im Laufe des Projektes, und das hat überhaupt nicht meinen Erwartungen entsprochen, nämlich genau das, was du jetzt gesagt hast, dass
die Studierenden so eine bestimmte Unterrichts- und Lernprägung eigentlich schon haben, dass sie eine bestimmte Erwartung an Unterricht haben und dass sie vor allem Sachtexte und Sachinformationen erwarten und Lernen und Lernzeit auch so ein bisschen, naja, ich sag mal, ich benutze mal das Wort Nutzen, mit Nutzen in Verbindung gebracht wird. Ne? Also das war ja so eine der Herausforderungen oder ein Planteo, der mir dann in der Feedbackrunde auch so richtig an den Kopf geworfen wurde. Ja, wozu? Was soll denn das jetzt überhaupt? Also habe ich jetzt hier Wortschatz gelernt? Oder ich meine, was ist das Lernziel? Ähm, und das fand ich total, also das hat meine Aufmerksamkeit, ähm, also genau, das ist mir total aufgefallen, weil bei anderen Unterrichtseinheiten wird diese Frage nicht gestellt. Da kommt diese Frage gar nicht, wozu jetzt das alles und was ist jetzt so das weitere oder das Fernziel an dieser Einheit. Aber bei diesen kreativen Einheiten wurde das immer wieder gefragt. Und da merke ich, wie wir auch nicht nur bestimmte Denkweisen aufbrechen, manchmal im Unterricht, sondern eben auch Lernen oder Unterrichtsprägungen oder Erwartungen an eine bestimmte Art von Unterricht. Und das ist interessant, weil diese Beobachtungen nicht nur ich gemacht habe. Ich unterrichte bei uns an der Facultad de Lenguas einmal so eine Art Landeskunde und dann eben Lengua Alemana Cuatro. Aber meine Kollegin aus dem Bereich Literatur macht also genau die gleichen Erfahrungen, dass die Studierenden, gerade wenn sie ins Kreative gehen sollen, ja, das zwar irgendwie interessant und lustig finden, aber den Lerneffekt nicht sehen. Ja. Ja, ich glaube, dahinter steckt auch ein enges, verengtes Verständnis von Sprache und Kommunikation. Und das heißt, man muss immer, glaube ich, in solchen Situationen immer tatsächlich nochmal diese Begründungsleistung erbringen. Ne? Was hat das jetzt mit Kommunikation zu tun? Wie verändert das unser Sprachverständnis, damit das im Fremdsprachenunterricht akzeptabel wird? Ne? Weil das ist tatsächlich, wie du sagst, der Fremdsprachenunterricht orientiert sich letztlich am informationsentnehmenden Lesen. Ne? Und das Modell ist der Sachtext. Ja, Und genau. komplexere Sprachverwendungen, ästhetische Sprachverwendungen, die werden erstmal gar nicht akzeptiert. Und aus meiner Sicht ein großes Problem unseres Fremdsprachenunterrichts hat viel mit dem GER zu tun, viel mit dieser ökonomischen Ausrichtung unseres Fremdsprachenunterrichts und ist meines Erachtens absolut nicht mehr zukunftsfähig. Ne? Wie du gesagt hast, 21. Jahrhundert, da muss man wirklich andere Konzepte jetzt kennen und nutzen. Und ja, genau. Ja, Ja, und auch die vielen, Studierenden, oh, Entschuldigung. nein, Okay. pardon, Anne-Kathrin. Nee, Wir haben noch kannst eine nicht letzte ruhig Frage und du kannst natürlich ruhig weitersprechen. Ich wollte nur sagen, nicht nur auf der dozierenden Ebene, sondern auch auf der lernenden Ebene, weil sie ja auch dann sozusagen gar nicht sozusagen ohne meine Begleitung das ästhetische Potenzial ihrer eigenen Texte entdecken konnten. Sie haben das ja eher als Mangel wahrgenommen, dass zum Beispiel diese mehrsprachige Komponente im Text integriert war, wo ich fand, das war das Herz oder der Schatz eigentlich dieses Textes. Ne? Da habe ich auch gemerkt, da ist noch viel Bedarf. Okay, aber jetzt sage ich nichts mehr. Ja, aber ich glaube, Katharina, aber ganz kurz, weil ich will nicht so lange überziehen, was unsere Zeit, obwohl wir das dürfen. Ja. Ja, ich fand den Vortrag sehr interessant. Ich fand es auch sehr interessant, zu erfahren, was die Studierenden darüber gesagt haben. Und ja, es wurde jetzt schon ganz viel gesagt, aber meine Frage war noch, ob die Studierenden sich vielleicht einfach nicht produktiv gefühlt haben in diesem Moment. Also, dass sie dann, also wie Michael erwähnt hat, also sie wollten schnell irgendwie das Gefühl haben, sie haben jetzt was Neues gelernt oder sie können jetzt irgendwas vorzeigen, was ja vielleicht für sie gut ist. Also, ob Ob sie sie sich sich nicht so produktiv gefühlt hat. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstehe, aber was ich auf jeden Fall beobachtet habe und ich vielleicht mit dieser Frage in Verbindung bringen kann, ist, dass sie generell mit Prozessen, die nicht so schnell sind oder nicht schnell ablesbar oder messbar sind, Probleme haben. Also jetzt zum Beispiel das Thema Bildwahrnehmung oder Bildrezeption oder Bildbeschreibung ist etwas für sie völlig Neues. Also das ist ein Bereich, mit dem haben sie vorher überhaupt noch keinen Kontakt gehabt. Und da ist auch ziemlich viel Ungeduld entstanden und ziemlich viel, also mit dem eigenen Lernprozess auch, weil das eben eine völlig andere Textart ist. Ähm, und insofern verbinde ich das mit deiner Frage.
Ja, ich kann das jetzt nicht, ich kann da keinen Vergleich zu ziehen zu den Studierenden hier in Paraguay, aber in Deutschland hatte ich viele ukrainische Schüler und die haben auch eine ganz andere Lernweise gehabt. Also die haben sich sehr aufs Schreiben fokussiert und die hatten zum Beispiel teilweise wirklich eine wunderschöne Schrift, weil die das ewig einfach geübt haben. Und ich glaube, für die war das ganz wichtig, dass die am Ende einfach viel geschrieben haben, dass die viel auf dem Papier hatten, dass die irgendwie viel gelesen haben, viele Seiten gelesen haben. Also es musste sich für die anfühlen nach viel Ergebnis irgendwie oder nach einer Anstrengung, die vielleicht durch lange Texte lesen oder schreiben eben kommt. Also das meinte ich mit produktiv. Das, ja. Also deswegen, ich kenne diese Erfahrung so ein bisschen, ja, dass die das irgendwie gebraucht haben, um irgendwie zufrieden zu sein mit dem Unterricht. Ja. Ja. Ja, vielen Dank, Katharina, und nochmal vielen Dank, Anne-Kathrin. Es war super interessant, nochmal zu hören und immer wieder kommen neue Sachen, neue Aspekte, die sehr interessant sind. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Beitrag, aber nicht deswegen nicht wichtig. Im Gegenteil, also das ist ein Beitrag, der uns alle auch betrifft, weil wir sind Teil der GIP und in diesem Zusammenhang unser Germanistische Institut Partnerschaft mit der Universität Jena führen wir ein Projekt zur Unterrichtsforschung, worum es hier geht. Der Beitrag trägt den Titel Potenziale hybrider Lernsettings in der Internationalisierung der fremdsprachendidaktischen Lehrkräftebildung. Und hier sind 3 Vertreterinnen unseres Projekts. Einmal Lea Bergmann. Sie studiert Sprach- und Kulturwissenschaften und ist seit 2024 DAAD-Lektorin an der Universidad de Talca in Chile. Dort unterrichtet sie Deutsch für Hörende an den Fakultäten und ist in der Ausbildung von Lehrkräften tätig. Zweitens Laura Köbis ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und forscht zu den Themen künstliche Intelligenz in DAF, innovatives Mentoring an Hochschulen und hybride Lehr-Lernsettings. Und sie begleitet uns immer in unseren GIP-Angelegenheiten. Ganz toll. Ja, und Christiane Krause studierte Germanistik und Romanistik an der Georg-August-Universität Göttingen und promovierte im Bereich Text und Übersetzung an der Bundesuniversität von Rio Grande do Sul, Brasilien. Derzeit ist sie Dozentin für DAF und Portugiesisch am Institut von Deutsch, Lehrausbildung IFPLA in Ivochi und verteidigte Übersetzerin für das Sprachenpaar Deutsch-Portugiesisch. Bitte schön, ihr habt das Wort und ja. Vielen Dank, Valeria, für die nette Einführung. Können jetzt alle die Präsentation gut sehen? Ja, gut sehen. Perfekt. Also wir möchten in den nächsten 15 Minuten über die Potenziale hybrider Lehr- und Lernsettings sprechen. Und wie Sie hier an der ersten Folie sehen, wir sind ein großes internationales Forscherinnen-Team im Rahmen unserer Germanistischen Institutspartnerschaft und möchten jetzt eben einige erste Ergebnisse vorstellen. Ich werde sehr kurz etwas zum Forschungsstand und Kontext sagen, danach auf unsere Forschungsfragen und die Methodik eingehen und den Datenkorpus und die Datenerhebung erläutern. Und dann kommen wir zu dem spannenden Part der Datenauswertung und den ersten Ergebnissen. Wir analysieren unter mit bestimmten Fokus und wir haben einmal den Fokus Aufmerksamkeit, den Lea Bergmann präsentieren wird und dann nochmal den Fokus Sprache, über den die Christiane Kilian etwas sagen wird. Und am Ende noch ein kurzer Ausblick. Zunächst, was meinen wir überhaupt mit hybriden Lehr-Lern-Settings, da es auch dort unterschiedliche Definitionen gibt. Also wir meinen Formate, die die synchron physische Teilnahme in Präsenz verbinden mit der Teilnahme im virtuellen Raum. Das heißt, wir hatten beispielsweise eine Lernendengruppe von Studierenden an der Universität Jena, die zusammen in einem Präsenzraum saßen und dann verschiedene lateinamerikanische Studierende, die uns online zugeschaltet waren. Uns ist allerdings wichtig, dass alle
gleichermaßen und gleichberechtigt partizipieren und interagieren können. Also nicht, dass sie nur zuhören und zugeschaltet sind, sondern dass alle am Seminar mitarbeiten und teilnehmen können. Das heißt, diese raumunabhängige Partizipation und eben auch die Inklusion physisch nicht präsenter Personen ist von besonderer Bedeutung. Und das hat große Relevanz für Projekte wie unser DAAD-Projekt, wo wir internationale Lehrkooperationen fördern möchten, wo wir virtuelle Mobilitäten durchführen. Und natürlich hat es auch große Relevanz für die Internationalisierung der Lehrkräftebildung und die berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung. Es gibt bereits erste Befunde erste Befunde zu hybrider Lehre, wie die gut funktioniert. Es gibt erste Empfehlungen für eine sogenannte Hybriddidaktik von Grein beispielsweise oder auch ein Synchronous Learning Design Framework von Bauer, was uns allerdings bei der Literaturanalyse aufgefallen ist, ist eben das Desiderat, dass es noch nicht so erforscht ist in mehrsprachigen teilnehmenden Gruppen und sprachsensiblen Kursarrangements, wie es ja in unserem Fachbereich Deutsch als Fremdsprache üblich ist und wie es auch jetzt in unserem Lernkontext an der Universität Jena und in der GIP eine große Rolle spielt. Und wir haben also im Sommersemester 2025 ein erstes virtuelles Austauschseminar durchgeführt. Im Rahmen unserer internationalen Lehrkooperation haben 9 Hochschuldozentinnen und 19 Studierende zusammengearbeitet aus 7 lateinamerikanischen und ostasiatischen Ländern sowie Teilnehmende unserer Universität Jena. Und die haben dann gemeinsam in Tutorinnengruppen gearbeitet und ein Austauschprojekt geplant und auch durchgeführt. Wir hatten viele verschiedene L1 in unserem Kurskontext, die Sie hier auf der Folie sehen können. Und ja, haben das eben in hybrider Lehre durchgeführt. Unsere Forschungsfragen für dieses große angelegte Projekt lauten nun also, wie müssen multimodale, kontext- und sprachsensible Lehr-Lernarrangements für die hybride Lehre im Rahmen von internationalen Lehrkooperationen gestaltet sein und welche technologischen sowie didaktisch-methodischen Gestaltungskriterien erweisen sich für diese Kursformate als zielführend. Und wir nutzen den methodologischen Rahmen des Design-Based Research dafür und befinden uns aktuell in der Analyse- und Explorationsphase und werden dann verschiedene Iterationen durchführen, die Designprinzipien, die wir erarbeitet haben, erproben und testen und evaluieren. Sehr kurz noch zur Datenerhebung. Welche Daten haben wir bisher gesammelt und können wir nun analysieren und untersuchen? Wir haben also 7 Kursraummitschnitte aus einer Vogelperspektive. Das heißt, wir haben unser Unterrichtsraum aufgezeichnet aus der Vogelperspektive. Wir haben außerdem die Zoom-Mitschnitte, da wir die Lehre auf Zoom durchgeführt haben. Auch Transkripte, Chatprotokolle und alles, was wir auf Zoom genutzt haben. Außerdem haben wir Beobachtungsdaten, und zwar haben die Lehrenden, die anwesend waren, Beobachtungsprotokolle geschrieben, die wir auswerten können. Und wir haben auch 7 leitfadengestützte retrospektive Interviews mit den Studierenden geführt, um ihre Eindrücke zu gewinnen. Und dann haben wir noch die Kursevaluation, die immer am Ende jedes Semesters durchgeführt wird. Außerdem natürlich dann die Projektergebnisse, die Projektportfolios der Präsenzteilnehmenden. Also all diese Daten können wir auswerten und meine Kolleginnen möchten nun vorstellen, was erste Ergebnisse sind. Hier nochmal ein Bild, wie das also aussah, unser Unterrichtsraum, unser Setting hier an der Uni Jena. Und genau, und jetzt würde ich abgeben an Lea für die Datenauswertung.
Vielen Dank, Laura. Genau, wir haben uns dann aufgeteilt in verschiedene Unterarbeitsgruppen sozusagen, um verschiedene Themen zu beleuchten. Ich bin hier in Vertretung der Unterarbeitsgruppe für das Thema Aufmerksamkeit und präsentiere jetzt mal so ein paar erste Ergebnisse. Wir haben uns damit beschäftigt, welche Auswirkungen hat vielleicht die Technik auf Konzentration und Aufmerksamkeit? Gibt es Unterschiede zwischen Online- und Offline-Teilnahme? Was ist förderlich für die Konzentration und die Aufmerksamkeit und was ist vielleicht eher hinderlich? Und dabei haben wir jetzt vor allem erstmal viele Hinweise bekommen, die vielleicht eher allgemeingültig sind oder allgemeine Rückmeldungen sind. Also gar nicht unbedingt spezifisch auf dieses hybride Format bezogen. Ich werde jetzt nicht alle nennen aufgrund der Zeit, aber zum Beispiel wurde als förderlich wahrgenommen, zum Beispiel allgemein, wenn die Teilnehmenden durchgängig also Teilnahme- und Bearbeitungsimpulse bekommen haben, also immer etwas zu tun hatten sozusagen. Das war förderlich für die Aufmerksamkeit. Hinderlich waren vor allem externe Faktoren, die genannt wurden. Temperatur, Luftqualität, Tageszeit und so weiter. In diesem Kontext ist auf jeden Fall interessant zu nennen, dass einige Studierende da auch schon selbst Strategien hervorgehoben haben, die sie selbst angewendet haben, um eben solche Faktoren zu regulieren. Das könnte man dann noch weiter verfolgen, inwieweit man das später mit aufgreift. Neben diesen allgemeinen Aspekten wurden auch viele Kommentare gegeben, besonders ja für Online-Settings von Unterricht, die dann im gewissen Maße auch eben für diese hybriden Formate gültig sein können. Also da zum Beispiel ein Student hat gesagt, für ihn war es hilfreich für seine Konzentration, für seine Aufmerksamkeit, wenn er wusste, er hat sich gut vorbereitet, seine Technik funktioniert, also so eine gewisse technische Verlässlichkeit, dass die gewährleistet war bei ihm. Andere Aspekte hier vielleicht, also dass die Unterrichtsführung auf jeden Fall nochmal durchdacht und auf jeden Fall dynamisch sein sollte, das Lernmaterial ebenfalls, da es eben in permanenter Konkurrenz auch steht zu anderen, zum Beispiel zum Handy, zu anderen Faktoren, die vielleicht im Präsenzunterricht nicht ganz so präsent sind. Außerdem wurden hier nochmal hervorgehoben die interaktiven Zoom-Funktionen und der Kameraeinsatz als förderlich für die Aufmerksamkeit. Und hinderlich auf der anderen Seite eben, dass das Arbeitsgerät an sich bereits schon ein großes Ablenkungspotenzial in sich birgt, sozusagen. Genau, das waren jetzt so diese allgemeineren Aspekte. Wir haben aber auch etwas gefunden für spezifisch Hybrid. Da würde ich jetzt einmal zur nächsten Folie. Da habe ich hier mal 2 Zitate mitgebracht. Das erste: Ich glaube, dass wenn die Aufmerksamkeit der Lehrperson mehr auf den Studenten ruht in einem Präsenzraum, dann sind die Studenten natürlich auch aufmerksamer, weil sie Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube schon, dass es auch mit dem Format zusammenhing, weil so ist die Aufmerksamkeit der Dozentinnen schon oft auch im virtuellen Raum bei der Technik. Ja, also hier sieht man, okay, Hybrid könnte man jetzt vielleicht so ein Designprinzip ableiten in Richtung, man braucht jemanden, der explizit für den Online-Raum und jemanden, der für den Präsenzraum zuständig ist. Das war auch so vorgesehen schon in diesem Seminar. Da müsste man vielleicht nochmal schauen, was man da noch weiter verfeinern kann. Und ein zweiter Kommentar für spezifisch hybride Formate. Ich glaube, ich war sogar etwas konzentrierter, wenn es hybrid war, als wenn es vollständig online war. Denn wenn man nur eine PowerPoint-Präsentation sieht, schweift man manchmal ab. Aber dann sagt jemand im Präsenzraum etwas Interessantes oder andere Online-Teilnehmende helfen, den Fokus zu halten. Mehr, als wenn es nur eine PowerPoint-Präsentation ist. Also ich denke, die Tatsache, dass wir gleichzeitig diskutierten, während wir die Folien anschauten, hat sehr geholfen. Ja, also auf jeden Fall förderlich, Aktivitäten zu gestalten, bei der sich beide Gruppen eben mischen können. Das sind unsere ersten Erkenntnisse soweit aus unserer Gruppe zum Thema Aufmerksamkeit. Und jetzt würde ich übergeben an Christiani zum Thema Sprache. Ja, hallo, danke Lea. Gut, ich war zusammen mit Valeria Vasquez für die Untergruppe Fokus Sprache und Kommunikation. Und die ersten Analyse haben ein paar Kategorien oder vorläufige Kategorien hier aufgezeigt, die ich hier ganz kurz nennen möchte und danach mit ein paar Zitaten dann näher erleuchten werde oder kommentieren.
die Kategorien, die wir bis jetzt gefunden haben oder die wir aufgestellt haben, sind sprachliche Schwierigkeiten und Herausforderungen, Einfluss des Umfelds auf Sprachgebrauch, Wahrnehmung von Kommunikation online bzw. in Präsenz, Unterricht und Nutzung digitale Werkzeuge zur Unterstützung der Kommunikation und die Mehrsprachigkeit. Gut, in Bezug auf die Schwierigkeit oder Herausforderungen wurde auch oft erwähnt, dass die Studierende, die online waren und die im Präsenzraum waren, die haben etwas anders verstanden. Es wurde auch auf die Akustik zurückgeführt, aber auch, das waren die ersten Zitate, die ich hier gebracht habe. Ein anderer Aspekt war, dass zum Beispiel es war jemand dabei, der einmal online und einmal offline teilgenommen hat, und es wurde gesagt, dass es keinen Unterschied gab, weil auch offline oder in Präsenz der oder die hat auch Computer benutzen dürfen, um die Unterstützung für Vokabelrecherche und so. Laura? Ein wichtiger Aspekt war auch die Unterbrechung, ne? Dieser Turn-Taking oder Sprecherwechsel. Wie mache ich bemerkbar, dass ich etwas sprechen möchte? Ne? Und das ist unterschiedlich, ob ich online bin oder ob die online waren oder im Präsenzraum. Die waren ein bisschen unsicher, wie sie unterbrechen sollten. Und es ist oft vorgekommen. Ne? Dann haben sie auch erwähnt, dass sie auch im Chat geschrieben haben, die online waren, und versucht haben, dann so diese Turn-Taking zu haben. Weiter, Laura, bitte. Und in Bezug auf Einfluss des Umfelds auf Sprachgebrauch, da wurde auch oft gesagt, dass eine nette Atmosphäre war, und die waren dann entspannter, um etwas zu sagen. Es waren viele, die die nicht Deutsch als Muttersprache oder L1 hatten, und diese Atmosphäre hat dann dazu beigetragen, dass sie sich wohlgefühlt haben und dann, dass sie sprechen oder mehr gesprochen haben oder mehr, sie waren motivierter, um sich daran zu beteiligen. Und es wurde auch etwas über die Körpersprache erwähnt, dass das Online-Teilnahme auch die Kommunikation beeinträchtigt hätte, weil man die Körpersprache nicht zeigen konnte, nicht sehen konnte. Weiter, Laura, bitte. Und das war auch hier ein bisschen interessant, weil wo fühlte man sich besser, um zu sprechen? Online, im Online-Format oder im Präsenzformat? Ich würde zum Beispiel eher im Präsenzformat mich wohler fühlen, um zu sprechen, aber oder er hier hat auch gesagt, bei der Präsenzformat hätte er oder sie keine Möglichkeit, schnell auf die Transkription und auch die Recherche in Wörterbücher zu machen oder im Wörterbuch nachzuschlagen. Und das würde dann eher, er oder sie bevorzugen, auch im Online-Format daran teilzunehmen. Und das hat dann hier mit diesem letzten Aspekt, vorletzter Aspekt zu tun. Viele, die online waren, haben gesagt, ja, ich kann auch die Transkription nutzen oder im Wörterbuch nachschlagen, und das hat auch geholfen. Aber die auch im Online-Raum waren, dürften auch den Computer, da hatten sie den Computer auch dabei, und das war eher als positiv gesehen, weil sie dann, wie gesagt, Recherchen im Wörterbuch oder DeepL oder Google Translator oder
andere Werkzeuge auch benutzen könnten für die Unterstützung der Kommunikation. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen übersprungen, aber ist auch egal. Die haben auch Chatgruppen gebildet und die haben auch außerhalb des Seminars und auch während des Seminars auch per Chat untereinander auch kommunizieren. Weiter, Laura, bitte. Es kommt jetzt. Entschuldigung, da ich selber die Folie nicht betätige, war ein bisschen kompliziert. Das, was ich schon gesagt habe, vorher, die haben den Chat gebildet und das war auch eine gute Unterstützung. Über die Mehrsprachigkeit oder die Benutzung anderer Sprachen, da die Gruppe heterogen war, haben sie gesagt, einerseits, das war positiv und andererseits negativ. Positiv war, dass sie waren dazu gezwungen, auf Deutsch zu sprechen, weil die andere dann die nicht verstehen würde. Zum Beispiel, ne, die Brasilianer, die könnten jetzt nicht Portugiesisch sprechen, die anderen, die da waren, hätten das nicht verstanden. Oder Englisch auch. Ne? Und es wurde auch gemerkt, da die Gruppe auch gemischt war mit Studierenden, die L1 Deutsch hatten und die kein Deutsch hatten. Einige haben gesagt, dass das Niveau ein bisschen hoch war und die haben dann nicht immer oft alles verstanden. Aber es wurde auch Rücksicht darauf genommen und es wurde dann langsamer gesprochen. Es wurde immer nachgefragt, ob sie alles verstanden haben oder nicht. Aber trotzdem, einige haben das als eher negativ empfunden. Dann gebe ich jetzt das Wort an Lea wieder. Dankeschön. Ja, noch ganz kurz zum Ausblick. Also Laura hat es schon erwähnt, wir werden dann Iterationen durchführen in Jena, aber perspektivisch hoffentlich auch an anderen internationalen Standorten, um dann eben ja, jetzt erstmal die Daten systematisch auswerten, um dann Designprinzipien zu entwickeln und eben in diesen Iterationen zu testen oder die bestehenden dann nochmal zu verfeinern, um dann so generell dazu beizutragen, eben Lehrkräften Hilfestellung zu geben für so ein forderndes hybrides Setting und generell eine positive Haltung gegenüber solchen hybriden Formaten zu unterstützen. Auch wenn wir an unsere Seminarteilnehmenden denken, die ja auch zukünftige DAF-Lehrkräfte sind und diese selbst schon also sehr genau reflektieren, dass das eben ein sehr komplexes und forderndes Setting ist für Lehrende und Lernende. Grundsätzlich merkt man aber, dass sie diesen Mehrwert des Großen und Ganzen und auch dieses internationalen Austausches wahrnehmen und das motiviert uns natürlich auch hieran weiterzuarbeiten. Und ja, damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hier sehen Sie einmal unsere Literatur und wenn es noch Fragen gibt, wir haben jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ja, vielen lieben Dank an die drei und für sehr interessanten Vortrag. Und ja, wir haben noch eine kleine Zeit, vielleicht von 10 Minuten oder 5 Minuten für Fragen und Kommentare. Vielleicht, ich spreche gleich mal. Ich kenne ja das Projekt, also kann ich nicht so viel fragen. Mich würde dann mal interessieren vom Publikum, ob ihr auch solche hybride Lehre habt. Ist das in eurem Unterricht überhaupt ein Thema? Das würde uns nochmal interessieren. Oder war das jetzt nur so ein Uni-Jena-spezifisches Thema? Also hier am Instituto Superior de Lenguas, wir haben nicht eine große und gute Infrastruktur wie diese hybride Settings auch verlangt, aber nichtsdestotrotz haben wir Hybridunterricht, denn es gibt manchmal Studierende, die woanders sind, zum Beispiel ein Student, der in Portugal sitzt und
netterweise gibt es uns da der Goethe-Zentrum die Räumlichkeiten, damit wir das machen können. Also strukturell ist irgendwie gelöst, auch wenn nur für eine kleine Grenze an Personen und Seiten auch. Ja, das haben wir. Und das andere ist, wie wir damit umgehen. Das ist manchmal nicht so einfach. Also man hört nicht gut oder die Beteiligung ist nicht so fließend seitens der Student oder das kann auch mal passieren. Aber wir haben uns nicht so systematisch Gedanken darüber gemacht oder das geforscht. Ja, das ist zumindest in diesem Kontext, in unserem Kontext hier in Asunción so. Wie ist es in Córdoba? Anne-Kathrin, habt ihr hybride Setting? Also ich bin jetzt nicht in dem GIP-Projekt, aber generell, nee, eigentlich ist es nicht vorgesehen. Wobei bei uns die Uni angesichts der niedrigen Studierendenzahlen gerade darüber nachdenkt, den Studiengang komplett 100% virtuell anzubieten. Da müsste man natürlich nochmal umdenken. Ja, genau, Valeria. So schaue ich auch immer, wenn das ins Gespräch kommt. Ja. Ja. Dann wäre Hybrid vielleicht ein Vorschlag oder eine alternative Lösung. Hatten wir auch so angedacht, genau, aber das ist von der Uni nicht gewünscht. Also sie wollen entweder oder, genau. Mhm. Aber das hat vielleicht auch mit dem gleichen Punkt zu tun, den Valeria angesprochen hat, mit der Infrastruktur. Also wir haben zwar in den Unterrichtsräumen an allen Computern Kameras, also wir könnten theoretisch hybrid unterrichten, da dürfte ich mich aber nicht von meinem Schreibtischstuhl wegbewegen, weil sobald ich dann mich im Raum bewege, bin ich nicht mehr auf der Kamera, also werde ich nicht mehr auf der Kamera erfasst und dann wird es für mich schon, also das ist ja dann an Frontalunterricht sozusagen, auf Frontalunterricht reduziert. Ja, also das möchten wir in unserem Forschungsprojekt auf jeden Fall mitdenken, dass wir niedrigschwellige Szenarien, also wo man nicht so viel technische Ausstattung braucht, auch mitdenken und überlegen, wie kann man das auch interaktiv und partizipativ gestalten, wenn jetzt nur jeder einen Laptop und eine Kamera hat, zum Beispiel. Ja. Aber natürlich hilft eine technische Ausstattung. Ja. Ja. Die Eule scheint fundamental zu sein. Die Eule. Ja. Ja, ich würde auch gerne noch was ergänzen. Ich habe also hybride Lehre noch in Dresden intensiv miterlebt zur Zeit der Pandemie und war damals eigentlich der Meinung, dass das im Grunde die Zukunft der Lehre ist, weil sie maximal inklusiv ist und sozusagen die Vorteile des Onlines mit den Vorteilen der Präsenz verbindet. Dann habe ich aber doch auch gemerkt, dass das wirklich hohe Anforderungen stellt an die Unterrichtsführung, weil es wirklich sehr schwierig ist, mehrere Gruppen parallel im Grunde im Fokus zu haben, also eine Online-Gruppe und eine Präsenzgruppe. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich alleine damit letztlich überfordert bin. Und dass man im Grunde Tutorinnen benötigt. Das gab es mal in Dresden dann auch eine Zeit lang, E-Tutorinnen, die einen unterstützen, aber das ist schon sehr aufwendig und es muss didaktisch irgendwie auch angeleitet werden. Man muss es üben und das habe ich einfach nicht gemacht oder es gab keine Möglichkeiten, keine Ressourcen. Und jetzt in Asunción, hat ja Valeria eben schon berichtet, haben wir eine Gruppe, wo ein Student sich immer von außen zuschaltet und da sehe ich es ist auch sehr, sehr schwer, weil dieser Student immer aus dem Fokus rückt. Ja, man konzentriert sich dann doch auf die Gruppe im Raum. Es ist nun jetzt auch nicht so, dass dieser Student super engagiert ist, ne? Da müsste man von ihm auch mehr erwarten, dass er sich also ständig zu Wort meldet, im Chat oder auch auditiv. Macht er alles nicht. Das heißt, du musst dich auch auch sehr kümmern als Lehrkraft, dass diese Person irgendwie dabei ist. Und das ist wirklich schwer. Also das ist schwer zu koordinieren und darauf sind wir überhaupt nicht vorbereitet, ne? Mental, didaktisch, wie auch immer. Und deswegen empfinde ich das mittlerweile doch als extrem mühsam und bin eigentlich super froh, wenn es entweder online ist
oder Präsenz. Und diese Mischform finde ich sehr anstrengend. Ja. Ja. Christiane? Ja, das wollte ich auch sagen, was Michael auch gesagt hat. Wir haben in der Zeit der Pandemie auch hybride Unterricht gehabt und das war für mich sehr mühsam. Okay, das war eine besondere Situation, ne? Jeder hat so das Beste gemacht. Wir haben eine Gruppe dann online und eine Gruppe, die dann da in Präsenz war und die haben auch unterstützt und wir haben überhaupt keine Hilfsstelle oder Hiwi oder so, ne? Aber die haben zum Beispiel auch Fotos von meinem Skizze auf dem Board gemacht und direkt per Chat oder WhatsApp an die anderen weitergegeben, weil sie nicht sehen konnte, was ich eigentlich an der Tafel geschrieben habe. Ne? Und das irgendwie haben wir Strategien auch gehabt, ne? Und aber das ist sehr mühsam und so das Gefühl, ich mache das nicht richtig, weder hier noch da. Und ich glaube, unser Projekt ist sehr schön, sehr interessant und genau das wollen wir dann mit diesen Strategien auch, dass es andere Gruppen, die vielleicht nicht so eine Eule haben oder so, ne, auch damit arbeiten können. Ja, und letztendlich geht es nicht nur um technische Ressourcen, die entweder vorhanden sind oder nicht, sondern auch um menschliche Ja. Ressourcen, weil bei uns ist genau das Gleiche. Die meisten Lehrstühle sind unipersonales und wir können da auf keine Hilfe zurückgreifen. Das Ja. macht es doppelt schwer. Bei uns in der Lehrkräfteausbildung, also es sind ja alles Studierende, die auch zukünftig Lehrkräfte werden möchten, die meisten, ist es aber auch sehr schön, dass die das selbst miterleben und auch erproben können und dann zum Beispiel die Studierenden selbst diese Verantwortung übernehmen, jetzt den Raum. Ein Studierender in Präsenz übernimmt jetzt die Verantwortung für den Online-Raum, kümmert sich da, schaut, wie das funktioniert, was es da für Rückmeldungen gibt. Eben auch dieses mehrsprachige Lernen, jetzt die neuen KI-Tools, die auch auf Zoom verfügbar sind, mit den automatischen Transkriptionen, die man sich anzeigen lassen kann. Ich glaube, da gibt es doch Potenziale, die wir versuchen herauszuarbeiten und dann eben Empfehlungen, damit Lehrkräfte entlastet werden, genau vielleicht solche doch mal hybride Formate auszutesten, um eben diese Internationalisierung voranzutreiben oder auch kleine Studiengänge erhalten zu können überhaupt. Ist noch Ja. Zeit, Valerie? Ja, Kann wir ich haben noch noch, was? also wir haben noch 10 Minuten für uns, Okay. also bis 13 Uhr. Also für uns können wir selbst bestimmen jetzt. Ja, Ich würde Gedanken, ja, mach mal. kann ich noch 2 Gedanken ergänzen? Ja, klar. Ja, also was wir uns in der Untersuchung auch anschauen, was wir heute nicht vorgestellt haben, ist die Interaktion. Das schaue ich mir mit dem Kollegen Tatsuya genauer an und wir hatten uns heute dazu getroffen und sind auch noch mal auf den Gedanken gekommen, dass es auch zwischen Online und Präsenz immer noch so ungleiche Machtverhältnisse gibt. Also die Macht zu entscheiden, was passiert, liegt eigentlich immer noch traditionell im Präsenzraum. Und im Präsenzraum wird dann oft vergessen, ach so, da sind ja noch Leute online. Das hat man jetzt auch in den Zitaten von euch sehr schön gesehen, ja, dass die Online-Studis sich nicht trauen, die Diskussionen im Präsenzraum zu unterbrechen. Also eine Personalgeschichte, sondern auch die Einstellung dazu, ja, so das Mindset, dass man versucht, sich als eine Community zu verstehen und eben auch so eine Partizipation auf Augenhöhe herzustellen. Und das ist der zweite Punkt, das erfordert aber Übung. Also auch wie Michael gesagt hat, in der Pandemie wurden wir ja komplett überrumpelt. Also keiner hat uns beigebracht, wie man das sinnvoll Ja. lösen kann, solche digitalen oder hybriden Formate. Und beim Autofahren setzen wir uns ja auch nicht hin und fahren direkt los. Also da gibt es auch viel Übung, Ausprobieren, Trial and Error. Und Ziel dieses Projekts ist auch ein bisschen vielleicht diese Angst oder Vorbehalte zu nehmen, dass
man doch guckt, es gibt viele Herausforderungen, aber die Potenziale gerade in unserem internationalen Fach überwiegen doch, dass man dort Lernendengruppen zusammenbringen kämen, wenn man das didaktisch vom Setting her auch sinnvoll aufbereitet und auch Routinen entwickelt, die dann diese gleichberechtigte Partizipation online, offline ermöglichen. Aber wie gesagt, wir sind auch noch am Probieren und testen verschiedene Möglichkeiten und lernen da auch selber ganz viel dabei. Gut, sehr schön. Ich glaube, wir kommen gleich zu Ende langsam und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Partizipation und für die tollen Beiträge und ich glaube, wir führen diese Diskussionen und Reflexionen weiter, da wir auch diese tollen GIP haben, das für uns sehr bereichernd ist. Also vielen Dank nochmal an allen und ja, wir sehen uns demnächst bald und ja, machen weiter. Vielen Dank. Tschüss. 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 Danke, tschüss. Ciao, Tschüss, danke tschüss. an alle. Bis Danke, bald. tschüss. Bis morgen. Bis bald. Wiedersehen. Bis morgen.